Me geht anheben in einem Moment. Me geht anheben in einem Moment. Bruchim haboyim alle. Me gehen anheben in ein Moment. Ich will mekabel ponem sein. Alle Kinderlach, was seien da mit uns von der ganzen Welt. Me gehen anheben be'ezer Hashem in ein Moment. Bruchim haboyim, alle teire Kinderlach, was einen da mit uns heint, Sonntag, Parshas Achere Mois Kedoshim, Beis Iyar, der zweite Tag von Chodesh Iyar, Hey Alofim Tovshin Pei. Ich bin also zufrieden, als ihr seid alle gekommen, Herren, und sehen unser spezielles Programm. Wir haben schon gehabt ein Programm für Pesach, Sonntag für Pesach, in Alef Nissen Tovshin Pei. Und wir haben gehabt, Baruch Hashem, solche gut Feedback, solche gute Feedback und Reaktions, als wir haben beschlossen, als wir sollen es dann noch einmal. Ich will reden ein bisschen, verbringen ein bisschen, schmusen ein bisschen und danach alle Kinder können fragen, alle Fragen, was sie wollen. Ob ihr wollt fragen, eine Frage, eine Scheile, eine Kasche, was ihr wollt, auf jede Thema in der Welt könnt ihr das tun. Ich will proben entweder auf wie viel es möglich, Leute Zeit, Beschränkungen und ich will proben entweder die beste Entweder, was ich habe mit den Eberstens Hilfe, aber ich weiß nicht, weil ich sage, als ich weiß nicht. Ihr könnt reinschicken die Fragen, aber geht zu unserer Website, theyeshiva.net, theyeshiva.net, N-E-T, und geht zu der Page, wo ihr seht die Jiddisch Programme der Kinder, könnt ihr reinschicken eine Frage, ask your question, ihr könnt fragen eine Frage in der Fragesection und wir wollen sehen die Fragen. Ob ihr wollt texten, könnt ihr euch texten zu 845-777-4747, 845-777-4747. Ihr könnt reintexten, euch alle Fragen, was ihr wollt. Und the good news is, the Psuda Teuve is, wir wollen es dann noch einmal, nächsten Sonntag, bei Ezer Hashem Blineder, nächsten Sonntag, weil wir haben noch ein Programm mit Kindern auf Jiddisch, auf der jiddische Sprache. Das wird sein, nächsten Sonntag, 2 Säger nach Mittag, Leute Säger in New York. Ob ihr seid in London, in England, oder an anderer Ort auf der Welt, darf ihr wissen, welche Chance sie ist. Sie 7 Säger in Abend, sie 8 Säger, sie 6 Säger, aber in New York Zeit, da wird es sein, 2 Säger Sonntag nach Mittag. Ich will jetzt mit Kabel Panem sein, alle Kinderlach, wir sind da von der ganzen Welt. Wir haben am neuen Kinderlach von der ganzen Welt, von Eretz Yisrael, von unser heiligen Land, von Amerika. Ich will mit Kabel Panem sein, mehr wie 2000 Kinder, was tun in uns, was kommen rein zu uns von London, von England. Kihem Chayenu, mit dem Programm von Kihem Chayenu, Adank Kihem Chayenu, und welcome, Bruchim Aboyim, zu alle jüdische Kinderlach, was einen da mit uns heint, da in New York und Mamisch von der ganzen Welt. Wir wollen sein dann noch einmal nächste Woche bei Ezer Hashem, nächsten Sonntag 2 Säger, und ihr könnt reinschicken, eure Frage ist jetzt, texten 845-777-4747, oder a viele Gringe, geht zu unserer Webseite und der Homepage von der Yeshiva.net, theyeshiva.net, theyeshiva.net, und auf dem Programm könnt ihr reinschicken, eure Frage, und wir wollen es bei Ezer Hashem sehen, und ich will proben entweder mit den Eberstens Hilfe, wie viele Fragen ich kenne. Teire Kinderlach, lass mir anheben mit am Meise. Und ich will erzählen, nicht ein Meise, aber zwei Erzählungen, wegen der 2 heilige Brüder, der Rebbe Melech, Rebbe Melech von Lejensk und sein Bruder, der Rebbe Bzusha von Anapoli. Schusam Yagin Alaini Valkal Yisrael. Wie bewusst, die 2 heilige Brüder, welche seine gewähnt Talmidim, von dem größten Magid von Mesritsch, der Rebbe Ber, haben genommen auf sich a Kabbalah zu gehen in Golus. Sie gewähnt verschiedene Gdeule Yisrael bemäschig de Deures, wo sie pflegen herumgehen von Stadt zu Stadtele, und sie pflegen proven mechazig sein, verstärken und inspirieren und aufheben die Gemüter
von seine Brüder und Schwester von Achenu Bnei Yisrael bechol Mokum Shahaim. Und der Besucher, der Melech, die zwei heilige Brüder, der neue Melech und der Rebbe, der Besucher, haben euch gewandert in Golle, sie fliegen gehen von Stadt zu Stadt, nicht geblieben nächtig in einer Ort, bei der ich klar mehr wie je Nacht. Und also fliegen sie herumgehen, der Eulam hat nicht gewusst, bei Ike, wer sie seien, die größte Tzadikim, heilige Jiden, Geoinim, Talmidei Chachamim, und Mamisch, Kdoishim und Tahoirim, was die zwei Brüder, Hanne treit Zanzere de David, die zwei seltene Menschen seinen gewähnt. Weil hier ajoim, also erzählen, ich sehe mal Meise, interessante Meise. Weil hier ajoim, sie haben gedacht, Nächte genergt, sie gewähnt auf dem Weg, sie gekommen Nachtzeit, nicht gekannt, gehen weiter, sie gewähnt samme Finsternis von der Nacht, haben nicht gekannt, vor und weiter, haben sie immer genächtigt, was man vielleicht rufen, a Kretschme. A Kretschme ist also wie ein kleiner Motel, ein kleiner Hotel, man steht ein, man kann etwas essen, rein mit einem Meul, etwas essen, ein Biss, schlafen in der Nacht. Das ist ein Kretschmann, in solch gewinn ein Ort, wo Goyim pflegen kommen zu trinken, Jiden in Polen und in verschiedenen Orten in Russland und Mizrach Europa pflegen haben die Kretschmas, these inns, these like Motel Sixes, die kleine Ortelach, wo man vielleicht kommen, man vielleicht chappen a Trunk, chappen a Biss, chappen a Bett. Also ich gewinne ein paar Nosse von Asach Jiden, die Pritzen pflegen sie Dingen, die Kretschmas, man vielleicht sie rufen Moschke. Alle Jiden haben dasselbe Namen, Moschke. Der heilige Rebbe, der Belimelech und der Besucher sind gekommen in dem Kretschma und sie haben gewinnt ausgemutschert, sie haben gedauert Meirev und sie haben sich weggesetzt, etwas essen und trinken. Ede, sie will nehmen nach Cheder und gehen schlafen. Jene Nacht sind dort gekommen russische Kosaken. Nicht kein Jiden, grobe Menschen, starke Menschen, eine ganze Gruppe von sie. Und sie haben Asach gegessen und gesäuft, Asach Wodka. Und gesäuft Asach Jain Sorov, Asach Maschke, bis sie haben sich im Ganzen verschickt. Sie haben gewinnt Teutschicke, die Goyim. Nu, ein Mensch wird schicke, kommt doch heraus, die Innerwenigste, wie die Gemeinde sagte, Meseches Erevin, Nichnes Jain, Jotze Sod. Als geht da rein Wein, kommen heraus Soides, kommen heraus Secrets, behaltene Sachen. Die Gemeinde sagt, also Jain und Soid haben dieselbe Gematrie, 70. Jain ist Jud, Nun, und Soid ist euch Samach, Wav, Dalet, 60 mit 6, mit 4 ist 70. Kommt da rein Wein, kommen da rein Soides. Als die Goyim haben gesäuft, Wein mit Maschke, mit Wodka, sich angeschickert, sondern sie gewinnen in einer guten Mut, in einer lustige und eine afkedisdicke Stimmung, rufen sie sich ab zu der Brüder, der Melech, und sie sagen, lass mich sehen, wie er tanzt. Komm, tanz, und wir wollen dir geben ein paar Kopkes, ein paar Rubel, ob du tanzt gut. Nu, die zwei Brüder, sind gewinn sehr kalt, sie gewinn eine winterdicke Nacht, und sie haben gewinn Ovens, wo der Holz hat gebrennt in der Wenuk, und man kann sitzen, sie liegen auf den Oven, kann so angewarmt werden ein bisschen. Ist die zwei Brüder sagen, gewinn auf den Oven, was sie gewinn so kalt, sie haben sich gewollt anwarmen. Ist gewinn in Front, die gewinn der Besucher, und hinter dem, ich gelegen der Melech. Sagen sie zu der Besucher, komm, Jid, komm, tanz. Der Besucher nicht gehabt kein Brede, sich kriegen mit die Chevre, wat gewinn a verlorene Meise, ist abgeniddet von Oven und angeben tanzen. Sie haben gesungen und hat getanzt. Und sie haben es so lieb gehabt, zu sehen die Szene, wie hier tanzt. Aber sie nicht gewinnt schnell genug. Tanz schneller. Der getanzt schneller. Sie nicht gewinnt schnell genug. Einer hat gehabt dort a Whip. Und er hat geschlagen, tanz schneller. Nu, der Besucher hat getanzt mit alle Keuches. Und sie haben gesungen und gelacht. Beseide, der Nigen hat sich aufgehört. Hat zurückgegangen auf den Neuven sich abruhen. 20 Minuten später, sie haben wieder gesäuft und getrunken. Sie waren in einer lustigen Stimmung. Jid, komm tanzen noch einmal. A Breder hat gehabt. Kommt herab, hebt an tanzen und sie schreien schneller, mit mehr Koyach, mit mehr Macht.
mit mehr Starkheit und tanzt mit der ganzen Koyach. Bechol Wovcho, Bechol Nafshecha. Geht zu Pamelech, geht zu Pavolje. Nimmt jener Aroi sein Whip und hebt ihm und schlagen. Der Besucher hat nicht kein Brede. Tanzt mit der ganzen Koyach. Und der Nigen endigt sich, geht zurück, es geschieht das dritte Mal. Noch 3 Mal ruft sich ab der Rebbe Reb Melech zu der Besucher und sagt, Bruder, lass mir sich beiten Erte. Also die nächste Mal, als sie will nehmen, dir zum Tanzen, wollen sie nehmen mit, was sich können abruhen. Ich habe nicht vorgestellt, sie wird geschehen 3 Mal, sie geschehen 3 Mal, sie wird geschehen 4. Mal. Lass mir sich beiten Erte. Nu, der Besucher ist Maske, mit gehad genug, gewollt schlafen ein bisschen. Der Besucher ist weg zu der Hinterstart, der Melech gekommen in Front, und sie haben beide gelegen. 20 Minuten später ruft sich ab einer von den Kosaken, und sagt, Jidale, komm tanz. Aber du weißt, wir haben schon gehad genug von der Jid, was liegt da in Front. Lass mir nehmen den zweiten Jid, was liegt hinter ihm. Lass mir nehmen ihn, du komm jetzt. Der Besucher ruft sich ab zu der Melech, und sagt, Bruder, das ist, was tut sich. Geht da ab und hebt dann tanzen am 4. Mal. Nach ein paar Minuten endigt sich, man gibt ihm das Geld, was man dem Aftiach gewähnt, und geht zurück auf den Oven. Ruft sich ab zu der Melech und sagt, Zeh. Ob du bist der, was darf es kriegen, ob du bist der, was darf es schappen, was du es schappen. Und kein Tag Bulle in der Welt wird dir nicht helfen. Gib mal guck, 3 Mal hat man mich genommen zum Tanzen. Man sich gebeten nicht, haben sie Machel gewähnt, jetzt der, was liegt hinter dir, darf tanzen weiter mit. Du bist der, was darf bekommen, wo du darfst bekommen, wirst du es bekommen. Keine Tricks wollen dir nicht helfen. Aber danach ruft er sich ab zu der Brüder und sagt, aber der Iker ist, aber man soll nicht aufhören tanzen. Der Iker ist, aber man soll nicht aufhören tanzen. Das ist ein Hakdame zu der zweiten Meister, was ich will euch erzählen. Wegen der 2 selbe Brüder, der Besucher und der Melech. Einmal sind sie gefahren, bis einer hat sie vermassen zu der Polizei und hat sie beide reingeschleudert in Türme. Sie sind gewesen in einer Cell, in einer Machteres, in einer Basement, in einer Prison, in einer Türme in Polen. Und sie gewesen eine Sache andere Arrestanten, nicht kein Jiden. Und das ist vor dem, etliche Jahre vor dem, was sie gewesen, was ruft sich die Industrial Revolution, wo eine Sache hat sich gebeten, man hat angeheben nutzen Electricity, man hat angeheben nutzen Maschinen, und so hat angeheben sein Anandesystem in Sachen, aber das ist gewesen etliche Jahre vor dem, etliche zendliche Jahre vor dem. Und ich gewinne keine normale Beisakisi, wenn wir haben ein Bathroom, ist es mit Meuchel sein, in der Winkel von der Cheder, ich gewinne eine größere Schüssel. Und in jenem Schüssel haben die Arrestanten getan, was sie dürfen tun, beschaß sie haben gedacht, abreinigen in den Körper. Das wir rufen nach Beisakovet. Nu, der Besucher der Melech sind dort in gewende Nacht. In der Früh weckt man sich auf, man hat viele gekannt schlafen, und der Besucher sagt, dass der Rebbe der Melech weint. Fragt den Bruder, was weinst du? Sagt der Besucher, das ist das erste Mal in meinem Leben, was ich nicht kennen davenen. Also ist der Halacha, aber man muss davenen an Ort, wo sie da a feine Reach zu schmecken. Beschaß man gefindt sich an Ort, wo sie da a Reach ra, a verstunkene Reach. Beschaß man gefindt sich Leben, Zoye, Zimera Glayim, nicht keine reine Sachen. In der Halacha, mit tarnisch der Mann in dem Eberstens Namen in der Besakisse. Mit tarnisch sagen Krishma, mit tarnisch davenen, bis man geht da weg. Sie haben nicht gekannt da weggehen. Sagt der Melech zu der Besucher, das ist der erste Mal in meinem Leben, was ich nicht kennen, davenen Schachres. Der Liebe weinig. Der Liebe bin ich sehr unmittig. Ich feel sad. Ich feel ein bisschen niedrig. Ich feel ein bisschen depressed. Sagt der Besucher, macht sich ein bisschen naiv und sagt, was sein der erste Mal? Was weinst du? Sagt was heißt? Wie kann ein Jid haben einen erfolgreichen Tag, einen hatzlachenden Tag an davenen? Der erste Sache darf ich davenen, weil wenn ich daven, verbinde ich sich mit meinem eigenen Essens, mit meinem eigenen Neshama, mit meinem eigenen Mohus. Was ist davenen? Davenen ist die Gelegenheit, die Matana, als ein Mensch soll sich zubinden mit seinem eigenen Emes, mit seinem eigenen Pneumius, weil der Eberste ist doch der Nefesh, ist doch die Lebenskraft von jedem Menschen der Welt,
und jede Beschäftigung in der Welt und jede Sache in der Welt. Der Eberste ist doch der Mohus, der Essence, der Core, der Pnimius, der Koyach HaChayim, der Neshome, der Nefesh, der Realität von jedem Wesen in der Welt. Der Pnimius von jeder Realität, das ist Göttlichkeit, das ist der Eberste. Als mit David, Tfille, kommt von der Loschen, Naftule Elikim Neftalti, sich zubinden, bindt man sich, man knippt sich ein, man wird zugebunden zu der eigenen Essence, zu der eigenen Mohus, zu der eigenen Neshama und zu der Neshama von der ganzen Welt und von jedem Mensch und von der ganzen Beschäftigung. Und dem fühle ich nicht, als ich bin emesdig, weil ich bin nicht verbunden mit meinem eigenen Metzies. Ich bin verfremd von sich allein. Ich bin abgefremd von sich allein. Ich muss davenen. Ich darf haben die Dwekus, ich darf haben die Connection, die Relationship, die Beziehung, die Vereinigung mit dem Beure Eulam, was ist euch mein Pnimis, mein eigener Pnimis, mein eigener Schama. Und jemals kann der ganze Tag sein etwas, ein lichtiger Tag, ein vollen Tag, ein Tag, was ist angefüllt mit mein eigener Schama, mit den Pnimis von sich allein und von der ganzen Welt. Der Besucher hört, was der Bruder sagt, und sagt, Reb Melech, sagt, ich verstehe dich nicht. Wer sagt, dass heint bist du nicht zugebunden zum Ebersten? Auf was bist du zugebunden? Derselbe Ribonische Leulam, was will als Ayid soll davenen jeden Tag, derselbe Ribonische Leulam sagt an Ayiden. Aber schaß, existiert ein verstunkene Reach, ein Reach ra, tore nicht davenen. Für was davenst du nicht heint? Weil so will der Eberste. Beschaß du fühlst durch, was der Eberste will, wärst du zugebunden mit ihm. Jeden Tag verbindest du sich mit dem Ebersten durch Davenen. Und heint verbindest du sich mit dem Ebersten durch nicht Davenen. Das ist euch ein Weikes in dem Beure Eulam. So nur ein Chilik wie. Jeden Tag verbindest du sich mit dem Ebersten durch Davenen. Und heint hat der Eberste einen anderen Plan für dich. Heint ist der Plan, du sollst dich verbinden mit den Ebersten, durch Mekayim sein, was steht in Shulchan Aruch, als wir stornisch davenen, wenn sie da azar Reach Ra in der Zimmer, und du wirst Mekayim sein unter dem Rotzen von dem Ebersten, du wirst nicht davenen, und durch dem wirst du sich verbinden mit dem. Weil du tust es, weil so will und du tust, was will, verbindest du sich und vereinigst dich mit dem Ebersten. Der Rebbe der Melech sagt, gewaltige Wort. Und anstatt weinen, hebt an singen. Und sind noch gewinnt 2 Chassidim, ist in ein paar Minuten, um sie gleich angeben, tanzen, mit Simche, mit Lustigkeit, mit Dweikes. An der Goyische Arrestanten sind die 2 Jiden tanzen, haben sie sich alle mit Starf gewinnt zum Tanz. Und in ein paar Minuten hat dort geherrscht eine Atmosphäre von Purim und Simchas Torah. Am Chaye, man hat gesungen, ungesprungen, ungetanzt. Der Warden von der Turme, der Schäumer, der Poliziant, was hit, der Turme hat, Asa Tummel, Asa Rasch, läuft da rein und sagt, zendliche Menschen tanzen mit Ekstase, mit Feier, mit Slavus, mit Asa Gemütlichkeit und Asa Flammfeierdigkeit. Was tut sich dort? Kein man nicht gesehen. Zier in sein ganzen Leben. Ruft zu einer von den nicht-jüdischen Arrestanten und fragt ihm, was tut sich da? Was ist man so zufrieden? Ist jener zeigt dann auf die 2 jüdische Brüder und sagt, sie seien schuldig. Die 2 Jüdelach haben alles angeheben. Sie haben instigiert alles. Die Jüden seien doch allemal schuldig. Sie seien schuldig. Fragt der Poliziant, der Polizeimann, was tanzen sie? Was sind sie zufrieden? Sagt dem jene, ich weiß nicht, das ist eine komplizierte Meise. Was? Was ist also in der Simche da in Turme? Der goyische Arrestant, weist auf die Schüssel. Weist auf die größte Schüssel, die größte Garbage Can, der Bucket, was dort gelegen in der Winkel, weist an auf dem. Fragt ihm der Schäumer, jene Sach, jene Schüssel, jene Mistkasten, voll mit Sachen, was eine nicht rein von der menschlichen Körper, was ist also in der Simche?
sagt ihm der Goy, ich verstehe nicht auf sicher, aber sie haben etwas Masbe gewöhnt, als Resultat von jenem Schüssel, von jenem Mistkasten, haben sie entwickelt eine neue Sort Beziehung mit seiner Beschäfer im Himmel. Früher haben sie gehabt eine Sort Beziehung mit dem Beschäfer. Und jetzt, als Resultat von jenem Mistkasten in der Winkel, haben sie kultiviert, sie haben entdeckt, sie haben gefunden, eine neue Sort Beziehung mit dem Rebbeinu Olam. So given a Beziehung for the Mistkasten, the pre-bucket relationship and the post-bucket relationship. Und das legt sie herein in eine Ekstase, in eine so freiliche Stimmung, als sie tanzen. Sagt das macht sie besimche? Ich will sie schön anlernen. Ich will sie geben a lesson. Und hebt auf den Mistkasten mit der Zeue und warft es heraus. Warft es heraus von Kamme. Ruft sich ab der Besucher zu dem Melech und sagt, Bruder, jetzt kannst du anheben davenen. Jetzt kannst du anheben davenen. Chassidim pflegen der Zählen hat die Meise und herauslernen von dem a gewaltige Mussahaskeln leben. Und das ist, jede menschliche Leben geht durch a Sach Kufes, a Sach Epoches, a Sach Shinuyim. Ein Tag ist nicht so wie ein anderer Tag. Erst mit etliche Wochen zurück, seit die Kinder lachen, sie sich aufgeweckt jeden Frühmorgen, gesagt, Moida Ani lefanecha melech haivekayim shechazarta bin ishmosi bechem lo rabbe munasecha. Gewascht Nagelwasser auf ihre beide heilige und lichtige Hände, sie sollen sein rein und heilig. Sich aufgehabt wie ein Leib, Giberkari, angetan die Kleider, sich abgewaschen, gegessen etwas, gesagt Braches, gegessen etwas und bald gegangen in Talmud Teure, in Yeshiva, in Cheder, in School, v'chuli. Und man gedavent dort, sie gedavent in Schul, sie gedavent in Stub. Ein paar Wochen später hat sich alles gebeten. Es hat verspartende Heimer. A Sach von euch haben es lieb, a Sach von euch haben es nicht lieb. Aber es ist ein anderes Kuffe, es ist ein ganz anderes Kuffe. Jeder menschliche Leben geht durch verschiedene Kuffes. Sagt der Besucher zu dem Melech, aber da wissen, was soll noch nicht sein? Ihr seid allemal in einer gewaltigen Relationship, in einer gewaltigen Beziehung und Vereinigung mit dem Ebersten. Es ist doch kein Schummatzev, was ein jüdisch Kind und ein Jid Bechlal ist nicht geknippt und gebunden und vereinigt den Ganzen mit dem Ebersten, was steht zusammen mit dem und halt die Händele und hat oder ihr lieb mit der größte, tiefste, unbegrenzte Liebschaft. Amol will der Eberster, ich soll gehen davenen in Schul. Amol will der Eberster, ich soll davenen in der Heim. Amol will der Eberster, ich soll gehen in Yeshiva. Und einmal will der Eberster, ich soll bleiben in der Heim. Ich soll lernen, wie zu haben eine bessere Beziehung mit meinen Brüdern und mit meiner Schwester. Wie ich soll haben eine bessere Beziehung mit meiner Tate und mit meiner Mama. Der Eberster will, dass unsere Sprache soll haben eine Sache mehr Zeit zusammen. We should get to know each other. Man soll sich bekennen, einer mit der anderen auf Gott a tiefere Neufen. Man soll sein zusammen 24 Stunden Tag. Der Eberste will, ich soll sich auslernen, wie zu sein in der Heim und wie zu wachsen in die Momenten, trotzdem, was einander öffnen, mit Schwierigkeiten, mit Challenges, mit verschiedenen Aliyahs wie Jerides. Aber man soll keinmal nicht trachten, als wir bald, wir haben nicht jetzt die Möglichkeit von anderen Zeiten, soll man meinen, als der Relationship, die Beziehung, der Verbund mit den Ebersten ist etwas schwacher. So da mal, was der Eberste will, soll es dienen nehmen durch Davenen. So da mal, was der Eberste will, soll es dienen nehmen durch nicht Davenen. Oder Davenen in der Heim, oder Davenen aufeinander öffnen, oder lernen da. Jeder Moment im Leben ist ein Schliches. Und jeder Moment im Leben ist noch eine Gelegenheit zu verbunden werden mit dem Ebersten. Wie sie drückt sich aus? Sie drückt sich aus in kaum in der Pfanne. Aber man soll keinem nicht meinen, als dienende Ebersten guckt euch ein gewisser Weg. Sie guckt nicht euch ein gewisser Weg. Jeder Moment hat ein eigenartiger Derech,
wie ich din dem Ebersten jetzt, wie ich verbind sich mit dem Ebersten, wie ich verbind sich mit meiner Schamme, wie ich führ durch die Tachlis von meiner Avoide gleich jetzt. Menschen machen einmal a Toast, sie meinen, als Avoides Hashem darf ausgucken auf eine gewisse Eufen. Sie kriegt nicht aus auf eine gewisse Eufen. Loi sasselach ab, kol pessel, wichelt munne, sagt Moshe Rabbeinu. Der Eberste hat nicht kein Picture. Es ist nicht doch kein ein Picture, wie man verbindet sich mit dem Ebersten. Das hat Reb Zusha gesagt zu Reb Melech. Loi sassen kein Lashem Alekechem, wie der bewusste Wort von Kotzke Rebbe. Es ist nicht doch kein Kein, so ist es. Amal is azoi und amal is azoi. Amal wie der Eberste soll gehen in Mikva, amal wie soll nicht gehen in Mikva. Amal gehen in Schul und amal nicht gehen in Schul. Gehen in Schul ist ein Avede. Gehen auf Asimche ist ein Avede. Gehen sich mischen mit Menschen in a Store oder in a Schule oder in a Beismedisch, in a Yeshiva oder in a Supermarket. Hagam in andere Zeiten, das ist eine gewaltige Sache. Jetzt wird es eine Sache, was durch dem reiß ich sich ab von meiner Schamme. Und ich reiß sich ab von dem Ebersten Ratzen. Das sagt der Besucher zu Reb Elimelech. Don't worry. Auf jedem Moment hat spezielle Schliches. Und jeden Moment verbindet man sich mit Gott. Und jeden Moment ist der Eberste zusammen mit dir. Und der Iker ist, man soll nicht aufhören tanzen. Also wie in der ersten Meise. Man soll nicht aufhören tanzen. Teiere Kinderlach. Lass mir jetzt nehmen break von der Meises. Ich will euch erzählen noch ein paar Meises. Aber lass mir nehmen ein paar Questions, ein paar Frages, ein paar Kasches. Was kommen rein von der Kinderlach? So da a Sach Frages. Ich weiß nicht, ob ich kennen entweder alle, was reingekommen. Ich sehe, zendliche Frages, öfter viel mehr. Is lass mir sehen, was tut sich da auf der Welt und wir wollen wir wollen nehmen die Kasches. Okay, wow. Sach Frages. Ich weiß nicht, ob ich kennen. Ich öffne auf die Frages da. Soll können lernen, was tut sich. Okay. Schleimele fragt, Efsche hat a gute Eize, was Ingele von Kitte Dalet soll lernen, beschaß es ist nicht stock in Cheder. An Ingele von Kitte Dalet. Das ist eine gute Frage, Schleimele. Ich kenne den nicht persönlich, ich wollte die gewollt kennen persönlich, aber ich kenne den nicht persönlich, bei mir weiß ich nicht was, aber ich kann geben ein paar Hatzeus. Efter ist es sehr eine gute Zeit, was du kannst lernen, Asach Mishnayes. Und efter von der Bar Mitzvah oder Feidem sollst du kennen, endigen alle Shishe Sidre Mishnah. Kannst lernen efter ein Mishnah a Tag, ein extra Mishnah, Chutz von Yeshiva, 2 Mishnahs a Tag. Was kennen endigen alle Shishe Sidre Mishnah. Efter ist es eine gute Zeit, sollst lernen jeden Tag Chumash. Und wissen geht Chumash, efter auch nicht mit der Parsha, zu Neviim, zu Ksuvim, zu anderen Bichlach von jüdischer Historie, Divrei Yemei Yisrael, efter Meiselach, Sepurim. Aber die alle, gib a guck, was das Sfarim wollten dir interessiert und was das Sfarim du wolltest gewollt lernen und efter mit der Hilfe von der Mama, zu der Tate, zu ein älterer Bruder, zu eine ältere Schwester, zu efter a Teacher, a Rebbe auf der Telefon, kann dir geben Hatzoyes, was du sollst lernen, beschaß, so eine Stock in Cheder. Sie beklagen eine Stock in Cheder, ich weiß nicht, eine Stock in Cheder, aber es ist da weniger Cheder. Der Iker ist, du sollst ausnutzen die Zeit sehr gut. Das ist der Iker. Es ist sehr wichtig, nicht paten. Ich habe gekriegt ein E-Mail heint. Ich will euch sagen, das ist sehr eine schöne E-Mail von einem Kind in Antwerpen. Ein Kind in Antwerpen und hat mir geschickt, der Tat hat mir geschickt, eine sehr schöne E-Mail. Da ein Kind, was wohnt in Antwerpen, in Belgien, heißt Mendel Slabatitzky. Ist 12 Jahre alt und hat sehr lieb lernen Mishnayes Balpeh. Und bald hat Bar Mitzvah. In 8 Chodashim hat Bar Mitzvah.
erst geworden 12, a kleine Weile zurück. Und hat machlich, wenn er cover der Bar Mitzvah, will endlich lernen, als Sachen in Teure, in Mishnayos, in Gemara, in Tanach, andere Svarim, und will euch endlich lernen der erste 12 Prokem von Tanya, von Sefer Tanya, von dem Rav, von der Bala Tanya, Balpe. Hat gehalten nur bei Perek Tes, und der Bar Mitzvah darf seinen 8 Chodoshim. Aber die letzte 4-5 Wochen, was gewinnen daheim, sind Purim, ist wie bald Cheder gewinn vermacht, hat gewidmet Scheues und Scheues und Scheues und geendigt lernen alle 12 Prokem, der erste 12 Prokem von Sefer Tanya Kadisha, Balpe. Mazel Tov Mendel, Mazel Tov Adem und Mazel Tov der Bar Mitzvah, Mazel Tov zu alle Bar Mitzvah Wochen. Will ich dir sagen, Tayere Ingele, Schleumele von Kitta Dalet, sag, die wichtige Zeit jetzt, zu lernen und zu steigen und er wird sehr, sehr matzliach sein. Yisrael fragt, mein Seide, Reb Moshe Green, ist nifte geworden von Corona. Was kann ich tun, le'elu nishmasai? Was kann man tun, als der Corona soll weggehen? Der erste Sache, Yisrael Green, I'm so sorry, ich will ausdrücken mein Mitleid, unser Mitleid, auf der Ptire von Azar seltener Mensch, und zu allen Mischpaches, was haben verloren, als solche beliebte, große Menschen, bemäschig die letzte Woche, Hamakim Menachem Eschem, besuch Shavelitzim wie Yerushalayim. Die erste Sache ist so, es ist eine schwere Kufe. Es ist eine treueselige Sache, es ist nicht eine geringe Sache, verlieren eine Seide, und speziell eine Seide, also wie dein Seide ist gewesen. Aber eine Sache sollst du wissen, der Seide wird allemal sein zusammen mit dir. Und der Seide schäbt Nachas, wenn sagt, du lebst ein Leben, was ist voll mit Simche und voll mit Chayes, mit Chios, mit Lebendigkeit und voll mit Avos HaTeure und Avos Yisrael und Avos Hashem. Und jedes Mal, wo du tust, eine Sache, was bringt da rein mehr Lichtigkeit in dein Leben und in der Leben von die, was gefunden sich herum dir und in der Welt, gibt es der Seides Neshama gewaltige Simche und gewaltige Nachas und gewaltige Oische, gewaltige Glücklichkeit. Jeder Mal, wo du gehst Stocke von der Seide, es ist eine moidige Sache von der Seide. Zu lernen Mishnayos von der Seide, gewaltige Sache. Die alle Sachen, sie Stocke, sie Mishnayos, sie jede Mitzvah, wollt gewinnen eine moidige Sache von der Seides Neshama. Was können wir tun, als der Corona soll weggehen? Hört sich ein. Der Eberste für die Welt, ist der Einzige, was weiß die Zukunft. Was wir davon tun, ist sich verlassen auf den Ebersten. Hat uns lieb, jeden einen. Und lo yitosh Hashem amoi v'nachalosse lo yazov. Jedem Mal, was wir tun, mehr Gutes in der Welt, bringt man rein mehr Brache und Atzlache in der Welt und sie hilft alle Menschen in der Welt. Und man soll wissen sein, beschaß mit David für Jiden. Und einmal sagt man, der Jid ist nifte geworden. Tracht man, ich gesagt zu Hillen, von der Seide, von der Bobbe, von der Fette, von jenen. Und gar nicht geholfen, meine Tfille sind gar nicht. Man soll keinmal nicht meinen also. Jede Tfille hat eine gewaltige Haschpa. Jede Kapitel zu Hillen, jede Tfille, was jeder redet, und befragt ein jüdisch Kind, drückt euch für einen zweiten Menschen, bringt jenem a gewaltige Tayelis. Einmal ist es a Tayelis auf der Welt, einmal ist es a Tayelis in jener Welt, Olam Haba, wo die Neshama lebt auf ewig. Aber man soll Chas v'Shalom nicht meinen, als a Tfille hat nicht a gewaltige Aspa. Die Doktoren tun, was sie proven, Tonal Piteva, man darf doch Tonal Piteva zu gewinnen, Medications, Vaccines, Truppos, Kedei zu Äußeramen hat die schreckliche Magäfe von der Welt. Und wir dürfen tun, was wir dürfen tun. Was wir dürfen tun ist, reinbringen in der Welt a Sach mehr Gutskeit, a Sach mehr Edelkeit, a Sach mehr Heiligkeit und a Sach mehr Göttlichkeit. Und das tut man durch Teure, durch Mitzvahs, durch Tfille, durch Avos Yisrael, durch Milas Chassadim. Noch eine Scheile von Pinchas. Ich wohne in Jerusalem. Ich bin geworden bei Mitzvah auf Hey Adar. Von meinem Bar Mitzvah habe ich nicht gekannt gehen, auf viele einmal in Schul Daven und ich gehe in der Mikve. In der Heim lernt man doch nicht so viel in der Cheder. Gewöhnlich, ein Bocher hebt an der Bar Mitzvah lernen und Daven mit der Geschmack. Ich bin zermischt.
wie azoi hoi bechan Kabbalas Oil HaTorah VaMitzvahs mit a Geschmack. Eire Pinchas, Mazel Tov for the Bar-Mitzvah. Lass mir dir erzählen, a kleidche Kamaisele. Wo der Baal Shem Tov hat einmal erzählt. Der Baal Shem Tov hat erzählt, dass gewinnt a Yid. Und der Yid hat gewohnt in Swas in der Jahr Shin Lamed Gimel. Shin Lamed Gimel is, if die was wissen, der englische Kalendar wird es gewinnt 1573. Das ist gewinnt die Tkufe, wenn der Arizal hat gelebt in Swas. Und die Tkufe, wo der Beis Yosef hat gelebt in Swas. Und die Gdoile Swas, ein bisschen nach der Makreb, Moshe Cordovero, und der Shlomo Al-Kabitz, und der Moshe Alshich, Gdoile Geoine Mekubole Tzadike Swas. Und der Yid hat gelebt in Swas, jene Tkufe. Gewinnt a Poshete Yid, sehr a Poshete Yid. Weil hier Joim ist da a Klapp auf den Tier bei Nacht. Kommt da rein ein Mensch, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, und jener stellt sich vor wie Eliyahu Hanavi. Und sagt, ich bin dir gekommen mit Gala sein, die Cats von Mashiachin, ob du wirst mir erzählen, was du hast getan auf den Tag von deinem Bar Mitzvah. Ich weiß, dass du hast es getan auf den Tag von deinem Bar Mitzvah, was hat gemacht am moide dicke Rasch im Himmel. Und gemacht am moide dicke Rasch und Geudem gewinn an ungläubliche Nachasruach zu dem Riboino Elamim zum Ebersten. Ich will wissen, was hast du getan? Was hat geschafft? Asa geistige Revolution in alle Himmeln bis zum Kevayachel bechweide Beatzmai. Was hast du getan auf den Tag von der Bar Mitzvah? Wenn der Jid das gehört hat, gewusst, dass nicht kein falscher Gast, weil keiner weiß nicht, was hat getan auf den Tag von seiner Bar Mitzvah. Hat verstanden, dass es eine psanemische Sache. Sagte zu Eliyahu, Herr Zechain, was ich getan auf den Tag von meiner Bar Mitzvah, habe ich getan nur von dem Ebersten. Das ist nicht dein Geschäft. Eliyahu Hanavi sagte, du wirst mir erzählen, was du hast getan bei deinem Bar Mitzvah auf den Tag, weil ich komme und lernen mit dir. Wirst haben Gili Eliyahu lernen teure mit dir. Sagte Eliyahu, was ich getan habe, ich nicht getan für kein Schum Schar nicht. Ich habe es getan für dem Ebersten allein. Wirst mir nicht Machnev sein mit allen Schades in der Welt, alle Schar in der Welt. Ich habe es getan für dem Ebersten allein. Und jetzt sagt Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi ist weg an Antäuschter. Und der Baal Shem Tov wird weiter erzählt. Geworden als ein Tummel im Himmel von der Jid. Ein ehrlicher Jid, was schickt weg. Eliyahu Hanavi zum Megale sein, der Kerz und lernen mit dem, weil will nicht an Plecken, was hat getan. Hat man Größe gewähnt, als Eliyahu Hanavi soll kommen und lernen mit dem Teure. Wir kann haben, aber keiner hat nicht gewusst von dem, hat keiner nicht erzählt und ist weg, Jid, weg von der Welt, man hat gemeint, ist Apostel Jid und bei Ätzem ist gewähnt etwas voneinander Madrege im Ganzen. Hat der Baal Shem Tov gesagt, als Milmail hat man gewollt, als der Jid soll abkommen noch einmal auf der Welt und das ist sich. Der Baal Shem Tov hat gehabt seine Schamme von dem Jiden Swas. Und wo der Baal Shem Tov hat gewollt ausdrücken mit dem Meister, also verstehe ich es, gewollt ausdrücken, das ist eine von der Hauptnekudes, was gewollt ausleihen an Jid, als wenn wir dienen dem Ebersten, soll man kennen dienen dem Ebersten an keine Schumpnies. Ich darf nicht, dass du sollst wissen, ich darf nicht, dass du sollst wissen, ich darf nicht, dass viele das Schar von Eliyahu Hanavi. Wie der Rambam sagt, oise es ha-emes bepnei sho emes. Wir soll kennen, haben aber Beziehung mit den Ebersten und keine Schum-Agendas, das ist Emes, für das Zweck von Emes und keine andere Sache nicht. Also du wirst wissen gut, du wirst wissen, nicht wissen ist noch besser. Und das ist gewähnt in der Schamme von der Baal Shem Tov. Das ist geschehen in der Tag von der Bar Mitzvah von jener Jiden Swas. Sag ich dir, mein Teil der Pinchas von Jerusalem, wo du hast gerade Bar Mitzvah auf Chafei Oder. Erste Sache, Maselte für der Bar Mitzvah. Zweitens, weißt du, was damals Chafei Oder ist der Tag, das Rabbi Yeshua, wenn die ganze Welt überschaffen geworden. Das ist der Yom HaLedes von der Welt. Du bist geboren geworden auf der Tag, wo die ganze Welt ist geboren geworden. Happy Birthday zu dir, Yom HaLedes Sameach zu dir und Yom HaLedes Sameach zu der ganzen Welt, Chafei Oder. Aber ich will dir sagen etwas anderes.
wenn ich trage wegen dein Bar Mitzvah, trachtet wegen jener Meise mit der Baal Shem Tov. Du hast da Möglichkeit, lekove dein Bar Mitzvah, zu anheben lernen und davenen mit der Geschmack, was in a Sach wegen ist, a Sach tiefer wie alle anderen Bar Mitzvahs. Weil bei alle anderen Bar Mitzvahs, da größe Kohl, man kommt, und man nimmt Bilder, und man gibt Matones, und es a größe Sude, und man kommt in Beis Medrash, und man kommt in die Schule, und das ist auch ein ganzer Geschmack. Und jetzt, bist nicht gewähnt in Stuhl, bist nicht gewähnt in Mikvah, bist nicht Minion, kannst nicht kommen in Cheder, bist verspeiten daheim mit allen Schwierigkeiten. Aber jetzt ist das Mann, wo du kannst dann plecken zu sich allein, wer du bist mit einem Emes. Wer bist du mit einem Emes? Wie sagt der Eberste zu Avraham Avinu? Lech lecho, mei Arzachom, meladachom, beisavichel, Arzashareka. Fragen die mir forschen, was ist Lech lecho? Sagt der Heilige Alschich von Zwas, der Moshe Alschich, Lech lecho, la'atzmiyusach. Geh zu sich. Beschaß, me gefindt sich in der Zwiebel von der Heim, weiß ich nicht, wer du bist. Beschaß, du wirst da weggehen, wirst sein einer allein. Lech lecha, wirst gefinnen, wirst ausgefinnen, wer du bist mit Hanemes. Jetzt hat der Eberste dir gesagt, nicht lech lecha mit Beisavichen, aber bleib in Beisavichen. Und kannst dich gehen in Yeshiva, in Schule, aber das ist eine Möglichkeit zu anplecken, deine tiefste Keuches, was du hast. Mazel Tov, nutze sie und soll sein mit Hasach, Hatzlochel, Arichis Yomim, und wir hoffen, sie hören größere Sachen von dir. Next question. Okay, lass mal öffnen, der andere Scheiles da, Teiere Kinderlach. Wir wollen nehmen noch ein paar Scheiles. So da a Sach, aber lass mal sehen, was ist da. Mordechai. Wie so sagt die Gemara in Erevin, als Elu ve Elu divrei Elokim Chayim. L'chayre ist da nur ein Emes. Sehr schön Mordechai, a gewaltige Scheile. Der Entfer ist, Beschaß mir red wegen Emes, kann sein zwei Opinions beide seinen Emes von verschiedenen Perspectives. Lass mir dir geben eine poschete Dogma. Ich wohne in New York. In New York, in der Winter, wird ganz kalt. In Januar, Lamoschel, Chodesh Teves, Shvat, kann einmal sein, so kalt mit den Winden, kann sein 10 below zero Fahrenheit. Wie mehr messen die Degrees. Sehr kalt. Man ist kalt. Aber viele haben sie nicht so kalt. Ein normaler Winter, der Tag kann sein ganz kalt. 5 degrees, 10 degrees, 15, 20 degrees. Ganz kalt. Ein Mensch kommt da von Miami. Winter. Und ist, ui, es ist kalt, es ist Frost. Wie kann man da leben? Ich denke, sie kommen von Miami, dort ist es heiß ein ganzes Jahr. Wie kann man da leben? Es ist so kalt. Kommt ein Mensch von Sibir, in Russland. Dort kann sein 70 below zero im Winter. A Schreck. Man kann auch nicht beschreiben, die Frost in Sibir. Und kommt in New York, sagt es ist so heiß. Nur wäre gerecht. Beide seien gerecht. Es ist ein Perspektive. Kommt von Sibir, ist da sehr warm. Kommt von Miami, von Los Angeles, ist da sehr kalt. Man darf verstehen, als Sachen im Leben ist toll, nicht in einem objektiven Fakt, sondern in Perspektive. Wie du guckst auf dem und wie du guckst auf dem. Aber da geht es ein Trop tiefer. Elu vele divrei Elokim Chayim meint nicht nur als ein Issue von Perspektive. Sie meint, als da Wegen wie zu gucken auf eine Sache. Zwei Menschen können gucken auf eine Sache. Lass mich nehmen bei Shammai und bei Hillel. Bei Shammai und bei Hillel steht in Zohar, bei Shammai ist Neshama ist gewähnt von Gvura. Bei Hillel ist Neshama ist gewähnt von Chesed. Welche ist mehr Emes? Welche Mitte ist mehr Emes? Der Entfer ist, sie haben beide Emes. So da hat Zeit, was man darf sich benutzen mit der Mitte von Chesed. So da hat Zeit, was man darf sich benutzen mit der Mitte von Gvura, mit der Mitte von Starkheit, mit der Mitte von Liebschaft. Beide seinen Emes, beide seinen göttlichen Wegen, wie man operiert auf der Welt. So da mal, was man darf nutzen, die Mitte, man darf sein sehr disciplined und stark. So da mal, was man darf sein sehr weich und nicht stark. So allemal tolle, wo
was, wenn, wie, is elo vele divrele kim chayim meint. Se da an emes in die Schitte. Weil se da an emes in die Sware. Und se da an emes in die Schitte. Und man soll nicht meinen, dass das ist Sheker und das ist emes. Se da an emes in dem und se da an emes in dem. Danach ist da der Halacha, wie man darf sich führen bepoil. Bei Shammai sagt der erste Nacht von Chanukah, darf man in der 8 Lichte lach. Das ist divrele kim chayim. Das ist ein göttliches Wort. Se da an emes in dem. Weil bei Shammai halt, also wie die Gemara sagt, als der erste Nacht von Chanukah includes und es keulen sich alle 8 Tage. Beis Hillel sagt, der erste Nacht darf man sind nur ein Licht. Das ist der Emes von Beis Hillel. La halacha, pasken man let Beis Hillel. Da ist, als sagt, Mashiach kommt, wird man pasken und let Beis Shammai. Also ist eine Sache im Leben, am Machloikes meint nicht, eine Sache ist richtig und der zweite Zeit ist legamri Sheker. Amol das also, beschas am Machloikes in Teure, sagt man, Elu ve Elu Divrei Elokim Chaim. Moschel Yosef mit den Brüdern. Sie haben gehabt 2 verschiedene Hashkafes auf dem Leben. Divrei Elokim Chaim, Elu ve Elu. Danach ist da der Halacha. Also ist eine Sachs fallen in Welt. Die Gemara ist voll mit dem. Rabbe mit Rabbi Yosef, Rav mit Shmuel, Abaye mit Rave, Rabbi Akiva mit Rabbi Yossi, Rabbi Meir mit Rabbi Shimon, mit Rabbi Yehuda. Man dinkt sich, so da der Halacha. Aber man sagt auf jede Schitte, Elu ve Elu Divrei Elokim Chaim, für was? Weil in Göttlichkeit ist nicht ein Kalir. Sie können sein verschiedene Kaliren, verschiedene Perspektives, wie zu gucken auf eine Sache. Und jede Perspektive, jeder Aschkaf ist emes von jenem Standpunkt. Leut mit das HaChesed, leut mit das HaGvura, leut mit das HaTiferes, leut dem Mahalach, leut jenem Mahalach. Danach ist da der Halacha bepoil, wie man darf sich führen, bepoil mamash. Sach Kasches. Was haben wir schmusen? Ich habe nicht gesagt, die Frage ist frei, sie kommen herein jetzt. Bei mir nicht mehr ein paar Sekunden zu lernen. Was soll ich tun, Arle? Was soll ich tun, als der Telefon arbeitet nicht, weil Sach Menschen verbinden sich in einmal und ich kann nicht lernen mit meinem Melamed. Ich weiß nicht, Arle, das darfst du reden mit der Mama, mit der Tate, mit dem Melamed, öfter mit dem Menahel, öfter in der alte Shiurim, was kann recorden und kann sich zuhören. Ob du willst, ich da sag von meine Schuren, wo du kennst hören, kannst gehen auf die yeshiva.net und hören eine Sach von meine Schuren. Oder sind da Telefonlines, wo du kennst auf sich zuhören zu Meises oder zu anderen Schuren. Ich sag, viele of the Melamed is nicht available. Efter hat der Melamed alte Schuren, wo du kennst hören. Oder efter kannst du hören Schuren von anderen Melamedem oder von anderen Rebbes. Aber red mit der Tate oder der Mama oder der Menail oder der Melamed, der Rebbe deine, zu uns gefunden, was ist available, was ist da heint als Sache available, sei auf ein Telefon und sei auf ein Computer. Was ist der Point von Davenen? Ich habe gesagt, dieselbe Sache, Nächten und eher Nächten und ich habe über dieselbe Sache wieder einmal und wieder einmal und wieder einmal. Teiere Ingele, der Mädele, das ist sehr, sehr eine gute Frage. Und der MS ist, ob du sagst, über Tage derselbe Sache, kann es werden sehr monoton, sie kann werden sehr boring und sehr langweilig. Aber ich will dir geben eine Eize. Jeden Tag sollst du nehmen ein Stückel von Davenen und du sollst lernen die Übersetzung von jenem Stückel auf Jiddisch, sie auf Englisch, sie auf eine andere Sprache, was du verstehst. Und du sollst dir sagen, Pamelech, verstehen Tage jede Wort, wo du sagst, und sag es Pamelech, nur ein Paragraph. Ein Tag kannst du es tun, Adon Olam, a zweiter Tag, a zweite Woche kannst du es nehmen, Avas Olam Haftanu, und Tage verstehen jede Wort, und sagen jene Stückel a paar Minuten, Pamelech. Und du wirst sehen, als dein Davenen, Dachzach, wird sein einander Davenen. Ich bin Joine, ich bin 10 Jahre alt. Wie darf ich lernen Teure jetzt? Anna Cheder und Anna Rebbe, Anna Melamed. Okay, weil ich dir sagen, also wie ich gesagt, als Sach andere Kinder. Darfst reden mit der Tate und der Mama, weil sie da heint als Sach wegen. Eine Sache ist, ich weiß nicht, was man tut in daheim, was man tut nicht in daheim. Ich sage nur a generelle Entfer und jeder eine darf sehen, was ist scheich zu oder er. Die erste Sache auf dem Telefon, ich da a Sach Shiurim und a Sach der Erzählungen, was man kann sich zuhören, bemäßig den Tag.
in jeder Sprache, wo du willst, sie in Lashon Kodesh, sie auf Englisch, sie auf Jiddisch, ob du willst lernen Chumash, ob du willst lernen Meises, ob du willst lernen Mishnais, ob du willst lernen Gemara. Ja. Du kannst nutzen ein Telefon mit ein Computer, was hat Internet, ja, kannst du gehen euch jetzt eine Sache Website, wo sie dort tausende Schuren, wo du kannst hören. Lamaschel, ich habe eine Website, wie yeshiva.net, ich habe 2000 Schuren, dachte ich, ob du hast lieb meine Schuren, is watch, gib a guck auf sie, hör sich ein zu sie, oder von anderen über die ganze Welt. Efter kann man euch machen a Zoom mit dein Cheder, mit dein Teacher, mit der anderen Kinderlach, oder FaceTime, oder andere Technologie, was ist beschaffen geworden für jetzt. Der Eberstadt beschaffen, der alle Technologie für die Zeit, man soll kennenlernen, teuer in der ganzen Welt und sein vereinigt, dafür man kann nicht gehen in Yeshiva und Cheder. Avada, ob man nutzt Technologie, darf sein sehr rein und heilig mit richtigen Filters und so weiter. Aber red mit deinen Eltern, und die zu schaffen, an Atmosphäre und ein Programm in der Heim, wo man kann sein produktiv, wo man kann ausnutzen, der heilige, gewaltige Scheu ist jeden Tag, zu wachsen und steigen in Lernen, Teure und Mekayim sein Mitzvahs. Aber a Sache ist available. Wie kann ich machen mein Davenen a Sach mehr freilich? Das ist eine Frage, was ist reingekommen von Laerich 10 Kinder. Und der Entfer ist, öfter können wir Sprache Davenen zusammen, speziell Shabbos und Yom Tov. Daven zusammen, öfter Daven mit ein paar Brüder, mit ein paar Schwestern. Singt mit den Davenen, tanzt mit den Davenen, macht den Davenen Geschmack und Fun und gewaltig. Und wie ich gesagt habe, zweite, nimm ein Stückel Davenen und setz es über auf eine Sprache, was du verstehst. Und sag es mit der Sache Kavone und tracht wegen dem. Jede Tag, jede Woche, nimm noch ein Paragraph und wenn der Corona ist over, wirst du öfter kennen, die ganze Davenen, wirst verstehen die ganze Davenen. Ich trachte, das wird gewähnt, sehr eine gute Sache für dir zu tun. Lass mir zurückgehen, die zählen noch ein Meise und danach will wir nehmen noch ein paar Fragen, weil sie kommen rein eine Sache Fragen und danach will ich endigen mit noch ein Meise. Ich will jetzt erzählen am Meise, was mir erzählt. Es ist sehr ein Geschmack am Meise. Was mir erzählt wegen a Yid, sehr an Odem Yid. Ups. Ich höre sich rein zu sich allein. Sie gewinnen a Yid, was sie gewinnen sehr Odem. Und der Haus hat nicht gehabt, eine Sache essen und eine Sache trinken. Die Kinder haben allemal gewollt mehr, sie nicht gewinnt genug Geld für Kleider. Der Jid hat gemacht Parnasse, aber sehr wenig und sie nicht gewinnt genug. Der Iker ist, hat gehabt ältere Töchter, was haben gedacht haben, ein Schiddich und Chassene haben und nicht gehabt kein Geld. Nicht auf helfen, sie Chassene haben und einordnen sie ihre Lebens. Und als sie kommen zum heiligen Häuser von Lublin, und gebeten de Geuze von de Blind für Eizen, für a Brache, was soll tun? De Geuze hat gesagt, also, und der erste Business, was Emetze wird wollen machen mit dir, sollst du gleich annehmen. Ein Mensch will etwas reingehen in a Schutfis mit dir, etwas machen, etwas a Business, will dir etwas geben, geh rein in the Business. No problem. Gib ihm, was will, und nimm das Geld von ihm, mach es. Okay. Was meint es? Weiß nicht. Aber der Rebbe sagt, der Chäuse sagt, bitte. Der Chassid geht weg und fährt. Weiß dafür nicht, wo soll fahren. Aber der Rebbe geht fahren, ist gefahren. Kommen bei Nacht, man darf doch übernächtigen nirgends, geht rein in der Kretschme. Geht rein in der Kretschme. Wie ich erzählt früher mit der Position in Melech, nimmt etwas zu trinken. Und liegt auf den Euven, sich anwarmen, nicht gehabt kein Geld. Nehmen Dinge nach Cheder, mit einem guten Bett und einem Geschmack Bänkel. Aber der Jid, der Balabos, hat gelost, soll gar aufgehen auf den Euven und schlafen dort ein paar Stunden, sich anwarmen, ein bisschen die kalte Beine von der winterdicke Frost in Peulen. Nu, kommen rein, jene Nacht kommen rein Jiden, aber die Jiden sind nicht gewähnt als solche frumme Jiden. Sie sind gewähnt, was man ruft, von der Tipp von den Maskillen. Mehr aufgeklärte Menschen, was in jener Tkufa, Sach Jiden, haben leider
abgeworfen, der Joch von Teure und Mitzvahs und Jüdischkeit. Sie haben gesucht sehr Glück in andere Erde. Und sie sind dort gewesen und sie haben getrunken und sie haben gegessen und sie haben verbracht. Sie haben gepravet ein bisschen Litzones und gemacht Jokes und gelacht und gesäuft. Sie sehen, als sitzt der chassidische Jid, liegt der chassidische Jid auf den Neuven, ist einer von sie, hat gewollt treiben ein bisschen Spaß. Ruft zu der Jid, sagt, Heißelchein, du darfst Geld? Sagt er, oh ja, ich darf Geld. Okay, ich gebe mir Geld. Ich mache ein Business Deal mit dir. Ich gebe dir 5 Rubel. Ja, so wie $5. Ich gebe dir 5 Rubel. Und was willst du von mir? Ich will, I'm sorry. I'm sorry. Ich habe vermischt die Meisse. Wenn gewinnt beim Chäuse, der Chäuse hat ihm gegeben am Matbeya. Der Chäuse hat ihm gegeben am Matbeya und gesagt, nimm den Matbeya und der erste Business Deal, wo du kannst machen mit dem Matbeya, sollst du machen. Der geht am Matbeya. Es ruft sich ab der Jitze und sagt, darfst Geld? Ja, darf Geld. Okay. Was tust du da? Ich fahr. Ich will machen mit dir ein Business Deal. Was ist der Business Deal? Ich will dir verkaufen mein Eulam Habe. Was wirst du mir geben? Verkaufen sein Eulam Habe? Der Jid will verkaufen der Chosset von Chosset sein Eulam Habe? Schagas. Aber danach hat sich der Mund. Der Chosset hat gesagt, der erste Business Deal, wo du kannst machen, sollst du machen. Ja, sollst du machen. Gleich gewollt sagen, nee, aber sich der Mann sagt, no problem, Seder, Pajaliste. Was hast du zu mir gegeben? Nimmt raus, der Matbeya, der Coin, wo der Chäuse von der Blumen hat ihm gegeben. Sagt, da hab ich. Gibt ihm der Matbeya, man schreibt einen Kontrakt, also der jede Maskel verkauft zum Chosset sein Eulam Habe. Okay, hat gemacht ein Business Deal. Jetzt hat er schon gar nicht gehabt. Feidem hat noch gehabt am Matbeya, wo der Chäuse von der Blumen hat ihm gegeben. A Kopike. A kleinstücke Matbeya. Jetzt hat er gar nicht. Hat Eulam Habe von der Jid, was ist nicht Mamasch auf Frumme Jid. Pseide, was getrefft. Der Jid geht zurück schlafen. Die Chevre, die Maskillen, säufen und trinken und hulven und tanzen und singen und haben von dorten. Praven Spaß, treiben Spaß a ganze Nacht. Danach geht jener heim. Geht daheim. Der Weib ist am Kabelpon, der zählte der Weib, weißt du, was ich getan habe bei Nacht? Ich habe verkauft mein Eulam Habe zu Jiden, aber ich geglaubt in die Sachen, hat mir gegeben am Matbeya von mein Eulam Habe. Sagt ihm der Weib, bist du mir Schuge? Ich verkauft dein Eulam Habe, du geh gleich zurück und kauf zurück dein Eulam Habe. Gib ihm zurück sein Geld und kauf zurück dein Eulam Habe. What's the big deal, wer glaubt in Eulam Habe? Sagt ich will nicht sein in einer Stube mit einem Mann, was glaubt nicht an Eulam Habe. Du willst bleiben in deinem Stub, du geh, kauf zurück dein Eulam Habe, nicht weg. Hat er Brede, geht zurück in Kretschmer. Sagt der Jid. Sagt, ich hab Charate gehabt, der Weib will mal raustreiben von Stub. Nade de Geld, gib mir dein Eulam Habe. Der Jid sagt, nee. Masha Osso, a deal is a deal. Gedenkt, dass der Chäuse hat ihm gesagt, man macht den ersten Deal und das ist ein Deal. Man hat nicht kein Charotte. Sorry, I'm sorry. Verkauft. Sagt er, weiß was? Ich würde geben 20 Rubel. Meint, geht da hier 20 Rubel, ganz gut. Sagt er, no. 50 Rubel, no. 100 Rubel will ich dir geben, kedei du sollst mir zurückgeben, mein Eulam Habe, man soll zerreißen den Kontrakt. No. Sorry, ich gebe es nicht zurück zu dir. 200 Rubel, no. 1000 Rubel, no. Okay, an Action, geht zurück in den Stub, sagt der Weib, will nicht. Ich hab ihm gewollt geben 1000 Rubel, will nicht nehmen, I'm sorry. Was soll ich ihm geben, alle Geld, was ich hab? Sagt ihm der Weib, Herr Sechain, du bist schuldig, du hast getan a Tippsches, hast da weggegeben in dein Eulam Habe. Du gib ihm, was du darfst ihm geben, aber du kriegst nicht dein Eulam Habe, nicht kommst du nicht zurück in mein Stub. Sie gehen eine starke Freude. Aber Gott ist kein Brede, kommt zurück in Kretschmer. Fragt der Jid, was willst du?
kedei soll's me geben mein Olam Haba zurück. Der Jid hat gedacht haben 5.000 Rubel. Na, grissige Schum Geld. Kedei soll kennen, verrichten der Stub, kaufen Kleider für die Kinderlach, Chassene machen die Tächter, und also, etwas Leben normal. 5.000 Rubel, also, etwas im Bett heint, ich weiß, $50,000, $100,000, $200,000. Sie pounds, sie Schollen, whatever the misper is in Aya Medina. Sagt ihm der Jid, 5.000 Rubel. 5.000 Rubel. Du bist Meshuge. Willst nicht, geh. Und ich kann bereit, kann nicht daheim gehen. Nehmt heraus 5.000 Rubel mit der schweren Herz. Gitter ist der Jid gibt ihm den Kontrakt. Reißt es ab. Shalom Yisrael. Der Jid hat verstanden, man darf zurückgehen zum Chäuser von Lublin am Abdenken. Hakaras HaToiv. Kommt zurück zum Chäuser von Lublin, geht da rein, erzählt dem Meisse. Hat gemacht der erste Business-Deal, was kennt, und ist rausgekommen mit 5.000 Rubel. Ruft sich ab der Chäuser von Lublin zu der Jid und sagt ihm, Herr sich ein. Ich will dir etwas sagen. Wenn du es gekauft von ihm, sein Olam Haba, ist das Tage gewinn wert, ein Kopke. It was worth a penny. Sein Olam Haba ist jemals gewinn wert, a Kopke, a little penny, a priceless penny. Das ist gewinn der Wert von sein Olam Haba. Du hast gezahlt von dem, was gewinn wert. Beschaß hat abgekauft, zurück sein Olam Haba von dir. Ist es gewinn wert 5.000 Rubel und a Sach mehr. Für was? Weil hat geholfen Ayid, was hat gedacht Hilf. Soll können zurück aufstellen an normalen Leben. Soll können speisen sein Hausgesinn, sein Freu mit den Kindern, Chassene machen die Töchter. Oh, jetzt ist schon sein Olam Haba gewinn wert. A Sach mehr Geld. Kinderlach, lass mir nehmen noch ein paar Scheiles und wir wollen erzählen noch ein Meisse. Wir wollen endlich ein heintige Programm. So ein Geschmack zu sein mit euch. Lass mir sehen, was tut sich da in der Frages Department. Ob ihr wollt fragen Frages, könnt ihr gehen zu der yeshiva.net und gehen zu dem Page, wo der jüdische Programm ist, und ihr werdet sehen, es ist da ein Ort, wo man kann reinlegen alle Frages, und ich kriege eure Frages ein paar Sekunden nach dem, was ihr schreibt, es rein. Da geht es, ob ihr habt nicht kein Internet und ein Computer, könnt ihr texten die Frages euch 845-777-4747. 845-777-4747. Beide ist gut zu fragen eure Frages. Lass mal gucken, was ist jetzt da reingekommen. Was ist da, sag Frages und blieb nieder. Wir wollen sie entfernen. Okay, here we go. Mein Cousin hat Chassene, lag bei Omer. Und ich hab schon gehabt, a Cousins Chassene, was ich nicht gekannt gehen, zu lieb Corona. Ich will gehen. Was soll ich tun? Ja, ich gehabt a Plemenitze, was hat Chassene gehabt. Ich nicht gekannt gehen zu der Chassene. Die erste Sache heint ist zu wissen, aber schaß, man bleibt in der Heim, raten wird mein Lebens. Das ist die größte Sache, was man kennt haben. Wir wollen alle gehen zu Chassanes. Wir wollen gehen besuchen der Älteren und der Seides und der Bobbes und der Fettes. Wir wollen gehen in Yeshiva, wir wollen gehen in Schul. Wir wollen gehen auf Bar Mitzvahs und auf Lechaims und auf Chassanes. Wir wollen spielen in den Parks. Wir wollen sein zusammen. Aber man darf gedenken, als jetzt ist die Mitzvah von dem Moment zu raten Lebens. Bei Meile kann man nicht gehen zu Chassanes leider. Darfst du rufen der Cousin und wünschen Mazel Tov. Und ob hat Zoom, zu andere Technologie, zu FaceTime, könnt ihr gucken auf die Cousins und wünschen sie Mazel Tov und öfter kaufen eine Matone und daven für sie und tut etwas eine gute Sache für sie. Und in der richtigen Zeit wird man tanzen zusammen. Aber jetzt darf man gedenken, dass die wichtigste Sache ist, zu retten menschliche Lebens. Und das ist der Ecke.
Ich habe gehört, als wenn du bist gewesen a Bacher, bist du gewesen einer von der Chäusern von der Lubavitcher Rebbe, was vielleicht verschreiben seine Siches. Wie hast du gefühlt zu wissen, als was du schreibst, wird sein Meforsum zu als Sachmenschen? Interessant, ich hatte ein Programm mit Kindern auf Englisch, Donnerstag, und jemand hat gefragt, dieselbe Frage von Melbourne, Australia, und ich habe ihm gegeben allein geantwortet. Also, du kannst sich zuhören zu jenem Programm, auf theyeshiva.net Website, ist da vom letzten Donnerstag ein Programm zu Kindern, und du kennst in dem Programm, ich habe dort geredet wegen dem. Agav, wir haben schon gehabt, das ist das zweite Programm in Jiddisch, aber wir gehabt noch 7 Programme auf Englisch und einer auf Loschen Koidisch. Ihr könnt sich zuhören zu der Jiddische oder zu der anderen, alle auf theyeshiva.net, könnt ihr sich zuhören zu allen Programmen, was wir gehabt mit Kindern. Ich will nur entfernen, sehr bekitzen, und das ist, als Avade, das ist gewesen, sehr feuchtige Gefühl von Achrayes. Als was ich gedenke und was ich schreibe herab, wird nicht nur werden wir forsen, nur sie wird bleiben auf ewig. Und das ist nicht gewesen eine geringe Arbeit, das ist gewesen eine schwere Arbeit, weil man darf sich sehr concentrate und wissen, die Größe Achrayes und Verantwortlichkeit, was sie gelegen auf die Menschen zu gedenken, jede Wort, nicht nur für jenem dort, nur euch für kommende Gedeures. Das ist gewesen sehr ein tiefe Gefühl. How many miles per hour does the world spin? The itself was megit ibit is that the earth spins on its axis once in every 24-hour day. The ibit da tag und nacht, while the earth spins on its axis, b'meshech 24 Shah, geht es the ganze Eagle, the ganze Kadira on it spins. When the earth spin is allemal, it's constant. The speed depends on what latitude you're located at. At Earth's equator, the Kav HaShaveh, the Earth's spin is around 1,000 miles per hour. Das ist 1600 kilometer per Shah. The North and the South Pole, it takes an entire day to spin in place. Das ist toloi, wo du bist in der Kadira Aretz. Yehoshua, ich bin 9 Jahre alt, sie mir schwer einsitzen in ein Ort. Was kann ich tun, nicht zu sein, als ich wild? Der erste Sache, Yehoshua, du bist nicht wild, du bist lebendig. Du hast eine Sache Lebendigkeit. Und mit die Lebendigkeit wirst du bekennen, auftan gewaltige Sachen auf der Welt. Elamai, die Lebendigkeit darf sich ausdrücken in einem Eufen, als du sollst können helfen anderen Menschen. Ist mit Lebendigkeit sollst du spielen mit deinen Brüdern und Schwestern, und mit Lebendigkeit sollst du tanzen, und mit Lebendigkeit sollst du helfen der Tate und der Mama, und mit Lebendigkeit, ob du kennst, sollst du rausgehen von Stub und laufen herum der Stub oder spielen ein bisschen Ball, auf Basketball, sie Handball, machen Exercise, sollst du dann mit Lebendigkeit, sollst du ausnutzen deine Keuches mit Lebendigkeit. Mein Name ist Nossen. Sie guckt euch, dass der Eberstadt uns verlässt. Chas v'shalom, chas v'shalom. Soll sich zuhören zu den Meises, was ich erzählt in Onheb von dem Programm und in der previous, der friedige Programm. Der Eberstadt, sie kämen nicht abgelost, weil du mit der Eberstadt sind eine Sache. Yisrael v'kutschebrichu kul echad. Wir können nicht abgelost werden. Und jeder Moment, was wir leben, das ist der Eberste Schius. Das ist der Eberste Schius. Du weißt, dass in deinem Körper hast du 50 Trillion Cells, was jeder Moment dürfen sie funktionieren auf einer perfekten Neufen, gedeiht zu der geben Chius. Und das ist der Eberste Chius in dir jeder Moment. Es ist nicht eine Sache, der Eberste hat dir abgelost, oder abgelost keine andere Sache nicht auf der Welt, weil in einem Moment wollte er es abgelost, wollte er mir nicht gekannt sein. Der ganze Leben ist ein größer Ness. Elamai, so da mal verschiedene Nisyones auf der Welt. So da mal verschiedene Challenges. Und der Tachlis von den Challenges ist nicht Chas v'Shalom, zu trachten, dass der Eberste hat dir abgelost, nur zu wissen, als in sein unbegrenzter Liebschaft gibt der Eberste eine Gelegenheit zu ausgefinden neue Sachen wegen sich und wegen Leben und zu herausbringen deine tiefere Keuches.
Eli Stein ist 5 Jahre alt. Will wissen, wie jene Jid hat 5000 Rubel. Gewinnt a Gewinn. Gewinnt a reiche Jid. Mordechai, ich verstehe dein Teretz wegen Elu Vele Divrei Elokim Chayim, aber ich habe gelernt, Machleukesen wegen der Metzies. Sie, das ist geschehen, sie, das ist nicht geschehen. Das kann ich nicht verstehen. Wie kann man sagen, Elu Vele Divrei Elokim Chayim in der Metzies? Ich kann es verstehen in Logik, aber nicht in Metzies. Wow, Mordechai, gewaltig, gewaltig, gewaltig. Der Rebbe schreibt es Techemet, als sehr a Sach Machleukesen, was gucken aus wie a Machleukesen Metzies, seinen Beemes nicht am Achleukes in Metzies. So am Achleukes, wie man darf verstehen, die Metzies. Das ist sehr a gitte Kasche. So da euch noch eine Explanation, a zweite Bier, und das ist, jede Sache in Teure, was redt sich in Gashmias, hebt sich früher an in Ruchnias. Also ich sag der Ramban, hat Teure mit Aberes betachtoinem, wie Remezes beeljoinem. Is amol, die Metzies auf a geistigen Eufen, i geschehen azoi. Und das ist Divrei Elokim Chayim. Agamas in Gashmias ist es herabgekommen auf eine gewisse Gashmias, die kaufen, nur in ein Eufen. In andere Werte, jede Sache, was geschieht auf unserer Welt in Gashmias, geschieht früher in Ruchnias. L'moshel. Beschaß ich wein, die Tränen kommen herab von meinen Augen, sie fließen von meinen Augen, so hebt sich nicht an mit Tränen. So hebt sich an mit einem Gefühl in mein Herz. Du siehst nicht das Gefühl, du siehst nur die Tränen. Wenn wir kicken auf Regen, wir sehen die Regen, wir sehen nicht die Tränen, wir sehen nicht dem Eberstens Gefühlen. Aber jeder Geschehnis auf einem physischen Eufen, auf einem physischen, konkreten Eufen, hebt sich früher an auf einem geistigen Eufen. Bei Mele, jede Meise in Teure ist nicht nur eine konkrete Gashmi-dicke praktische Meise, so ich Aruchni-dicke Meise. Einmal eine von den Zdodem ist Divrei Elokim Chayim, a viele nicht in der Metzies begashmis, aber in der Metzies beruchnis. Sehr a gitte Kasche. Ob Emetze geht zu the grocery store mit a mask und a gloves, so was kann man nicht gehen in Schul mit Mask und Gloves? 99% von Abonnen haben gepasst, aber man kann nicht gehen in Schul. Und das Sibbe ist, als man steht zusammen für eine Schau, 2 Schau, eine halbe Schau, anderthalbe Schau, Shabbos und Yom Tov, ist Chutz, ob ein Mensch ist sehr trained, ist bederich klar, kann die Corona gehen von ein Mensch zu einem zweiten Mensch. Remember, the Corona geht durch in der Luften. The Corona geht durch auf a Sidder, ich touch a Sidder, a doorknob. Beschaße kommen 10 Menschen, 20 Menschen zusammen, ist es poschet a Sofik von Sakanas Nefoshes. Und in a Store darf man euch sein, sehr vorsichtig. Aber man geht in Store zu sein, abgeweitet von anderen Menschen. Und nicht, ich kann auch nicht in der Halle und ich habe die Corona. Und remember, du kannst tragen die Corona und du weißt nicht, dass du hast es, weil du hast nicht keine Symptome. You don't have symptoms, aber du hast es. Und so gibt viele Menschen, die sind ausgeheilt geworden, aber sie haben es noch. Und danach rede ich an ein Stückchen Essen in Star. A zweite kauft die Halle, bringt es zu sein Tate, zu sein Seide, lasst es beim Tier. Jene ist 70 Jahre alt, sie 60 Jahre alt, sie 50 Jahre alt, hat etwas eine andere Schwachkeit in der Guff und nach Manolitzlam kann man sacken sein Nefesh. Darf man sein sehr vorsichtig, a viele a Sofik, Tommen ist dann die Sachen. Jossele von Zwas. Ich will sagen, alle Kinder, ich bin so zufrieden, als ihr seid da mit uns, von Eretz Yisrael, von England, von verschiedenen Eltern in Europa, von Asien, von Russland, und Avada von allen Eltern in Amerika und von New York. Ich bin so zufrieden, ihr seid da. Jossele sagt, ich bin sehr mevulbel. Ich habe gesagt, als ich höre, jeden, wo seinen krank, wo seine Nifte geworden, jeden haben Meure, und es ist sehr schwer, mit auf Davenen. Ich habe aber sehr lieb Vakatie. Ich habe so lieb, als ich darf nicht gehen in Yeshiva. Ich habe lieb lernen. Also mir sehr schwer da. In unserer Cheder. Also wie Schotrim, also wie Polizianten. Mit der Sachpressure. Sie sagen mir 8 Stunden Tag darf ich sein in Yeshiva, wo ich darf sitzen, wenn ich darf sitzen, wie soll darf ich sitzen. Ich darf weisen mit den Fingern. Ich habe es nicht lieb. Ich habe nicht lieb unser Staff. Sie haben uns nicht lieb. Sie haben nicht lieb, die Kinder sind interessiert sie nicht, was wir fühlen. Der Iker ist, sie wollen haben ein Seder und ein Star. Sie trachten wegen sich, nicht wegen mir. In Stub bin ich so zufrieden. Ich bin
Mishuchrar, ich bin frei, ich daven, ich lernen, wenn ich will. Ich bin euch ein creative Kind. Ich habe auch Characteristics, was einen creative. Ich gehe raus, schappen frische Luft. Am Chai, ich bin sehr zufrieden. Aber es euch das Zar von den Jiden, was einen weg von der Welt. Wie kann ich sein mit beiden Gefühlen zusammen? Darf ich fühlen guilty und schuldig auf dem, was ich bin so zufrieden jetzt von der Corona, was ich kann sein in der Heim, ich darf nicht gerne Yeshiva. Wow, Yassala, ich hab dir lieb. Die erste Sache, Yassala, sei so schön, aber du bist so honest. Das ist die wichtigste Sache im Leben. So sag es der Emes, das ist der Icke. Asach, mehr Miese wird gewinnen, du willst gesagt, oh, ich habe so viel Zar, I hate the Corona, du sagst der Emes, der Icke ist der Emes. Asach besser, an ugly truth than a beautiful lie. Emes, was ist nicht perfect, ist Asach besser wie Sheker, was ist perfect. Weil Sheker ist Sheker, es ist Mies, es muck zu machen, was Mies. Du sagst der Emes, das ist der Iker. Lass mir dir sagen, der Emes, du darfst nicht feeling guilty. So der schwer in Yeshiva, so der schwer sitzen auf einer Art, du hast nicht so lieb das System in Yeshiva. Du bist zufrieden, du bist ein normaler Mensch. Und ich sag dir, Aderabbe, nutz euch die Zeit auf dem besten Neufen. Lernen allein, daven allein, sei creative allein. Nutz euch deine Möglichkeiten. Und wenn Yeshiva hebt sich an, wirst du davon gefunden weg, wie zu dort matzliach sein. Öfter darfst du reden mit Menschen, was verstehen, wie du kannst matzliach sein in Yeshiva. Aber du darfst nicht feeling guilty, weil beide sind ein MS. Herr sich ein, Asach Jiden sagen, als der Pesach, ich gewinne so schön für sie. Wir gewinnen zusammen, die Mischpache, allein, für Asach Menschen, gewinnen sehr schwer. Meine Mama gewinnt allein beim Seder. Ich bin gewinnt da mit den eigenen Kindern, bei der ich klar habe ich größtes Dore mit Asach Menschen. Sie gewinnen sehr schön. So da eine Expression in Zoyar. Der Shimon Bar Yochai hat gelernt mit seinem Sohn, der Belazar, Seides wegen der Beis Hamikdash. Hat der Belazar gesagt, als nach der Shir, Chedve tkiye b'libai mesitra da, Pchie tkiye b'libai mesitra da. So da Simche in mein Herz auf ein Seite, und so da Tränen in mein Herz auf der zweiten Seite. Und beide sind ein Emes. So da Tränen auf ein Seite, und Simcha auf der zweiten Seite. Und sie nicht kein Stille. Sie gewinnt einmal ein größer Gadol bei Yisrael, hat Hayid geschrieben auf ihm. A freilicher, zerbrochener Ish Eliki. Weil der Leben ist keurig. Kein Hillel. Es ist der Pesach, es ist der Matze, und es ist der Mother. Und es ist alles in ein Sandwich. Wenn der Eberster hat bei Schaffen größere Natural Wonders, also wie Niagara Falls, Petra und der andere wunderliche Erde auf der Welt, will als Menschen sollen gehen besuchen die Plätze. Das fragt Jeschaya. Herr Zechain, wir sehen, als der Chazal hat Messaken gewinnt Braches für verschiedene große Sachen in der Natur. Als man sieht Blitz, als man hört Aduner. Die Chazal haben beschaffen, gemacht Braches für verschiedene Älter, was man sieht, ja. Also wie es steht in Mesechte Braches, da ganze Suge, in der Sof Mesechte Braches, da alle Braches, was man macht, da verschiedene interessante, gewaltige Phänomena, Sachen auf der Welt, ist a Wade der Eberstadt gewollt, als wir sollen, we should celebrate und bewundern und sich missbeunen sein in der Brie. Man sagt es jeden Frühmorgen. Hamei la'aretz v'radol mara berachim marabu masech Hashem kulam b'chachma asisa Mala ha'aretz kinyanecha. Und mit der Mala kinyanecha meint, the Welt ist voll mit Sachen, was einen dein Kinyan. Du bist der König, du bist der Balabas, du hast sie beschaffen. Der Heilige Magid von Mesritsch hat geteilt, Mala ha'aretz kinyanecha, die Welt ist voll mit Sachen, durch welche man kann dir König sein. Wir können keine sein, der Meibestin, durch jede Sache in der Welt. Also ich gehe in Niagara Falls, sehe ich dort in Göttlichkeit. Ich gehe raus von Stub, hajoitze bei mein Nissen. Man sagt raus bei mein Nissen und man sagt a Ilon, a Beim, was hat angeheben, wachsen, Blumen, macht man a special Brache. Was ist der Brache? Shaloi chiser bo elamai klum. A der Eberste gar nicht fällt in der Welt. Und hat beschaffen a so viel schöne Sachen, lehones behem bnei Adam. Avade. Es ist nicht kein Mitzvah, als jeder eine darf gehen in jeder Ort in der Welt besuchen, aber es ist eine große Sache, man hat eine Möglichkeit zu sehen, die Gadlus Abri, aber das ist nicht nur Niagara Falls.
Gib a guck auf dein eigener Körper. Was tut sich in dein eigener Körper? Gib a guck auf deine blood cells. 37 trillion red blood cells. 100 billion white blood cells. Du hast ein ganzes System von Polizei, von Schäumern, von Hatzolle, was gehen herum dein Körper. 100 billion white cells zu machen sicher, als Säune kommt nicht da rein. Als der white blood cells hat eine Infektion, gleich kommen sie kämpfen gegen ihn. Sie sind ein Virus, sie sind ein Bakterie, erklären sie einen Kampf an gegen ihn. Jede Kunde von der Welt schreit. Moide dicke Plan, a moide dicke Chachma und a moide dicke Tachlis, kadei als der Leben soll funktionieren auf den besten und schönsten Eufen. Niagara Falls euch, aber ich sage dir, gib a guck wie a Bäum wächst, lernen sich aus wegen dem, lernen sich aus wie a Bäum wächst. De moide dicke Chachma, was geht da rein, in Billionen Protem und Nuancen von jeder Nekude in der Welt. Und alles arbeitet zusammen. So also wie a Fabrik, was hat nicht Billionen Maschinen, nur Trillions, Zillions Maschinen und jede Maschine hat Trillion Protem. Und alles geht in a perfect System mit Chachma, der der Leben soll funktionieren auf unser Planet und auf andere Planeten. Se mamisch hafli v'fella. Can you talk about Emunah? Mit wegen Emunah. Ob du willst, ich habe eine Emunah-Series. Ich habe gedacht, ich habe 30 Jahre auf Yesoides von Emunah, kannst gehen auf theyeshiva.net und gucken auf der Emunah-Series. Da 30 Jahre, was haben wir Asach dort. Mayor, Asach Menschen nehmen nicht die Restrictions seriously. Sie gehen herum und das ist sehr nicht gut. Das ist sehr nicht gut. Man darf sie auslernen. Wir sind in der Volk, was hat gegeben der Welt, der Message, wahrhaftig lereche kamoicha. Und da ist eine Scheile von Sakanas Nefoshes. Unser Tata hat zugeglichen alle, was laufen in Mikve und davenen mit den Minyan, also sie wollten gewinnen die Zeiten bei Samikdash, wollten sie gewinnen Zdukim und bei Tussim, sie wollten geblosen Schäufer auf Shabbos, geschockelt der Lulav auf Shabbos, und das Tage der Blick, was ehrlich jeden am Gat auf die Zdukim und bei Tussim, das ist eine frumme Mischpache in ihr Habire London. Dein Tata hat eine gute Nekude. Als ein Mensch geht in Schuldaven, geht in a Kram, in a Supermarket, und man mischt sich mit anderen Menschen, oder man geht zu Abba Mitzvah, oder man geht in Mikve, und man meint, dass man dient dem Ebersten mit dem, man dient nicht dem Ebersten, man dient das Stickel auf der Sonne. Warum der Eberste sagt, dass Pikuach Nefesh ist durch in Mikve, und Pikuach Nefesh ist durch in Minyan, und ich weiß, als wenn ich gehe in Mikve, kann ich missaken sein, a viele der Leben von ein Jid, Rachman al-Islam. Never mind the Leben von hunderte Jiden, it is the größte auf der Sonne. Ich diene dem Ebersten, durch Tona Sach, was ist mamisch verkehrt von was der Eberste will. Wie kann man machen Chesed in solche Zeiten? 2000 Antwerpen. Wie macht man Chesed? Jeden Tag nimmt der Telefon und ruft 2 zu 3 Menschen, wo seinen Elend. Kinder, wo seinen Elend. Ältere Menschen, wo seinen Elend. Alte Chaverim, was öfter gehen durch a Struggle. Jeder Tag rufen mit so viele Menschen, was du kennst nicht, öfter Schreinem, öfter alte Schreinem, ruft sie ab und sagt sie, was machst du? Ich tracht wegen euch, darf du etwas haben? Ich darf für euch. Ist es normal, als ein Mensch soll ausdrücken seine Emotionen durch Weinen? Wie viel? sind nicht doch in Klallen dem. Verschiedene Menschen haben verschiedene Naturen. Da Menschen, was weinen a Sach. Und es ist normal. Da Menschen, was weinen wenig. Aber der Klall ist sehr gut zu ausdrücken der Emotions. Deige belev ich, Yischena, sagt der Novi, der Posek in Mishlei. Als man hat Anxiety, man hat starke Emotions, ist gut Yischena, sagt in Chazal, la acheden. Ausreden zu Emetze. Zu der Älteren, zu einmal zu Rav, zu Rebetzin, a Mashpia, a gute Chaver, a Therapist. Es ist wichtig, zu sich allein, zu nannten Menschen in der Mischpache. Wie viel sind ein Stück in Schier in dem? Ob du weinst, Mamisch, ein ganzer Tag, ja immer Leila, ist das, darf man Tage reden mehr von dem. Aber es ist ein Stück in ein Schier, aber es ist gesund psychologisch sich ausdrücken. Arje 2, Kitte Ches, Puppe Chede Bodepark, wie er soll kommen Ende kein Schass. Me endig net Schaas in ein Tag, in ein Nacht. Du bist Kitte hey, ja?
Sollst uneben lernen, jede Tag, a paar Mishnas. Ich weiß nicht, ob das schon angeben lernen Gemara, aber es ist sehr gut zu kennen, Mishnayis, vor dem, was man kennt Gemara. Also wie der Mishnah sagt, ben Essele Mishnah, ben Chamesh Essele Gemara. Weil jeder Amid Gemara, a größer Prozent von dem ist Mishnayis. Also du kennst Mishnayis sehr gut, wird die Gemara sein, a Sach geringer und besser. Ich weiß nicht, wo du haltst, aber jeden Tag sollst du lernen a paar Mishnayis. If du kannst lernen, la Moshel a Pedek und a halb, jede Tag Mishnayis, kannst du ende kein Shisha Sidre Mishnah in 1 Jahr, aber öfter das nicht eine gute Idee, weil ich will, du sollst das gedenken. Ist einmal gut, sollst lernen, a Mishnah a Tag, zu 2 Mishnahs a Tag, zu 3 Mishnahs a Tag, und Ibechazeren und kennen geht, und also in a Jahr 2, wirst du ende kein Shisha Sidre Mishnah, öfter 3 Jahre. Wirst du es kennen geht, und Chazer Ibe, danach wirst du aneben Gemara. Oder du lernst schon Gemara und wirst keine sein, Pamelech, aber consistently, jeden Tag zu lernen und Ibechazeren und nicht mit Anxiety. Jede Amid Gemara, was man lernt, ist eine gewaltige Tachlis. Jede Perek Mishnayis ist eine meuredige Sache. Jede Mesechte, was man endigt, ist eine gewaltige Simcha. Und danach slowly, Pamelech, beust du. Der Iker ist nicht trachten jetzt wegen Endeken Schass, weil das wird ein bisschen Maschige machen. Tracht jetzt wegen Endeken, wo du darfst Endeken heint. Und Ibechazeren und Gedenken. Menschen, was willen gleich haben ganz Schass, they end up with nothing sometimes. Man vergesst alles. Der Iker ist, lernen Pamelech und Ibechazeren und keiner sein und wirst mir mal einladen zu der Siyam Schass in the right time. Was soll ich tun? Alle reden wegen der Coronavirus, wo ich gehe noch. Ich weiß nicht, wo geist du? Man darf nicht gehen. Das ist Judi. Wo geist du? Bei mir redet man nicht wegen der Coronavirus. Das ist der Hot Topic jetzt. Man redet wegen der Coronavirus. Ob du bist nicht zufrieden, als man redet wegen dem, kannst du beten in der Sprache. Man kann beiten die Themen. Schleimele, mein Tate sagt, dass unser Rebbe hat Ruach HaKodesh. Soll ich ihm glauben? Schleimele, ich hab nicht kein Ruach HaKodesh. Wie kann ich antworten in der Frage? Ich hab nicht kein Ruach HaKodesh. Ich kann nicht antworten in der Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass sie dein Rebbe hat Ruach HaKodesh. I'm sorry. Ein Mensch, was hat Ruach HaKodesh, ist sehr a hoche Madrege. Aber ich hab nicht kein Ruach HaKodesh. Ich kann nicht antworten in der Frage. I'm sorry. Refall. Fleckt a Scheile. Refall von Zwas. Ein Stock in Yeshiva. Der Yeshiva will, ich soll lernen 5 Blatt a Tag. Ich nicht kann man nicht zurückkommen in Yeshiva. Ich hab sich mit Jayish gewöhnt. It's too much Lachatz. Was soll ich tun? Ist das Masbe sein, der Mama und der Tate, als sie sehr a Sach Lachatz, und sehr, wie viel du kannst lernen, in einer Eufen, also nicht sein Lachen. Sie sehen nicht gut zu lernen, beschaß man fühlt das Sachpressure. Beschaß man lernt, darf der Kopf sein offen. Man darf sein ruhig, mit Menuche, mit Simche. Die Gemara sagt, dass man darf lernen mit Simche. Rabbe, wie steht, als Rabbe hat angegeben am Milse de Bedichese und Batche Rabbanan. Also sagt die Gemara, man sagt der Shabbos. Rabbe fliegt angegeben mit am Milse de Bedichese. Man darf lernen mit Simche, man darf lernen mit Jira, aber mit Simche. Und mit einem offenen Kopf, mit Menuches Hanefers. Es ist nicht gut zu lernen mit Pressure. Ist das Lernen mit den Eltern, was ist praktisch? Für dir? Und was reden mit der Rosh Hashiva? Ich bin sicher, als will, soll es Matzliach sein. Aber will nicht, soll es Matzliach sein, ist jemand ist an andere Meise. Der Kind hat das Sach Pachad. Wie kann ich maßbar sein für das Kind, so haben wenige Pachad? Die Rebbe ist sehr gut, to spend time with the Kind, auslernen, wie zu sich beruhigen. Eine Sache ist zu atmen. Koil haneshama tahallel yutke halleluka. Zu atmen als ein Pamelech. Und verstehen, als wir seien allemal in der Hand von dem Ebersten, was hat uns lieb unbegrenzte Heit. Hat uns lieb unbegrenzte Heit. Und nimmt Care von jedem einen mit Aschgache Protes. Und gama sa schwere Matzev, da Sachen, was wir verstehen nicht. Aber sie soll wissen sein, als der Ebersten nimmt Care von ihr nach Hanan, sie ist in guter Händelach, hat ihr lieb, und sie darf nicht leben in Schreck.
So a gute Sach, zu lernen Chayves halavaves Shar habitachen und es maßbe sein zu den Kindern. Ich feel guilty, als ich gehe nicht zu einem Minion. Darfst nicht fühlen guilty. Darfst fühlen, als du tust eine Mitzvah. Ich wohne in einer Building mit einem Garten. Wir warten, bis der Garten wird ledig. Danach gehe ich heraus und als Sachmischmachers kommen heraus. Meine Mama bet sie sollen bleiben in a distance, aber sie hören sich nicht zu. Ich weiß nicht, was zu tun. Das fragt Yossi. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich verstehe sie nicht. Darf die tragen eine Mask mit Gloves und darf sie Masbe sein. Als tausende Menschen sind weg von der Welt. Hunderte Jiden, öfter Tausende sind weg von der Welt. Da darf sie Masbe sein. Wie? Nicht zu lieb schlechte Menschen, zu lieb Menschen, die kommen und drehen sich zwischen anderen Menschen und der Virus geht von einer zur zweiten, zur dritten, zur vierten. Einmal geht in den Store zu kaufen Essen, geht der weiter zu der Store und dann geht es zu einem Mensch, was kann es nicht nehmen und nach Mannelutzland. Wer nimmt da Chreis für dem? Die alle Mamas wollten doch gehabt müssen das Nefesh zu raten, wenn ein jüdischer Patient. Sie wollten gekocht Essen für Shabbos und gegeben Geld. Und alle wollten Michal Shabbos gewinnen, die zu raten, wenn der Mensch. Und da ist nicht ein Mensch, da handelt sich wegen sämtliche Tausende, Hunderte, Tausende Menschen, was lebens man kann raten, wenn. Man darf sie es Masbe sein. Da alle Mamas wollten noch gerade müssen das Nefesh für ein Kind, soll Chas v'Sholem nicht genizigt werden. Und da ist mein Mamisch bei Yadayim Masik Menschen. Das darf man sie Masbe sein. Durch die Bemeschung der Zweite Weltmilchame haben jeden rein in Sakanas Nefashes zu zinden Chaneke-Licht und zu machen als Seder und zu davenen. Für was haben wir nicht Messias Nefesh? Zu gehen in Yeshiva und zu gehen davenen und zu tun Mitzvahs. Für was sollen wir nicht Messaken sein, unser Leben für Jüdischkeit? Agite Kasche. Der Entfer ist, wir haben nicht Messias Nefesh für Jüdischkeit, wenn wir willen. Wir haben Messias Nefesh, wenn Teure sagt, haben Messias Nefesh. So gewinnt man in der Historie, was Teure sagt, man soll sich Messias Nefesh sein für Jüdischkeit. Hein sagt die Teure, man soll nicht gehen in Schule. Das sagt die Teure. Weil jemals ist gewinnt eine Gseide auf Jüdischkeit. Zum Beispiel bei der Zeit von Chaneke, der Zeit von Purim, die Deutschen, die Russen und andere Gseide auf Jüdischkeit. Die Gemara sagt, ob ich das da Gseide auf Jüdischkeit, Schwiches Domim, Gile Arayis, auf der Sonne darf man sich Meister Nefesh sein. Das da Gseide auf Jüdischkeit ist da, hätte sie am Mitzvah sich Meister Nefesh sein. Da ist es nicht der Gseide auf Jüdischkeit. Der Corona ist nicht der Gseide auf Jüdischkeit. Der Corona hat der Eberste gebracht. Der Corona ist der Gseide auf der Welt. Die Churches haben sich geschlossen, die Mosques haben sich geschlossen, jüdische Schools und goyische Schools, nicht nur Schulen, Churches auch. But der Avodah haben sich auch geschlossen, nicht der Gseide gegen Jüdischkeit. Da sagt die Teure, Pikuach Nefesh, Deuche Kol Teure Kula, als mit Tarnisch gehen, davenen in Schule und Yeshiva. Mit Tarnisch, das sagt die Teure. Und befragt, sie nicht Gseide gegen Lernen und Davenen, man mag Lernen und Davenen, nur nicht in Schule, man darf es dann in Stub. A zweite Sache. A viele du halst, a du willst dich Meister Nefesh sein, gehen davenen mit einem Minion, du bist gerät sterben. So da ein Problem, du wirst nicht sterben. Du wirst hargen in a zweite Jid. Wer gibt dir die Schuss, als du willst gehen davenen mit einem Minion? Du willst gehen in Mikve, du willst gehen zu Abba Mitzvah, du willst gehen zu Levaya, darüber möchtest du machen noch Levayas. A viele du willst sich Meister Nefesh sein, du bist gerät sterben auf davenen mit einem Minion. Du bist gerät sterben auf gehen in Mikve. Wow, beautiful. So man a lichte King an Eden. Du wirst nicht sterben. Baruch Hashem, du bist jung, du bist gesund. Du wirst hargen in a zweiten. Das ist der Avla. Du willst sich Meister Nefesh sein. Labriut, zum Appetit, sei sich Meister Nefesh. Wer gibt dir ein Recht? Makriv sein auf ein Missbeach von deinen Chumres. Andere Jiden. Was sie wollen sterben, da gewinnen alle Weihe. Nicht lang zurück. Achoshe Verov ist weg. Sie sind gekommen hunderte Jiden zu der Levaya, so man sich gestoppt. Die Polizei hat gedacht, kommen sie heraustreiben, wegtreiben. Und ich trage zu sich, Nebuch, a Jid geht auf ein Neulam, es Achoshe Verov gewinnt.
haben eine Lichte in Gan Eden. Auf sein Levaya, wie ist man mechabet? Als durch sein Levaya sollen sein noch 20 Levayas. Der Eberste soll euch sitzen, Hashem Yirachem, al tiftach Pelos Sotten. Das heißt Mesiris Nefesh für Jiddischkeit. Das ist Mesiris Nefesh auf Heigen und Ayid. Was ist der Mesiris Nefesh auf Jiddischkeit? Das ist Mesiris Nefesh auf Jiddischkeit. Yechiel Meir, ich kenne nicht da rausgehen zu lieb Coronavirus. Ich bin sehr bored. Was kann ich dann so sein busy? Ich habe schon gesagt, sag mal, ich weiß nicht, was du kennst dann, aber lass mir geben ein paar Sachen. Efter kannst du sich auslernen, mollen. Efter kannst du schaffen neue Games oder spielen Games. Efter kannst du tanzen, efter kannst du machen Exercise. Helf der Mama kochen in Stub, helf Reineken in Stub. Spiel ein bisschen Ball. Lernen. Daven. Lehnsachen. Kannst lehnen, interessante Bücher, interessante Sforen. Das ist eine gute Zeit. Kannst machen eine Sache Exercise, werden stärker. Efter willst du pflanzen, Pedes wie Irokes in Dreußen, wenn wir gehen in Dreußen. Das ist euch an Indien. Schmuli ist 10 Jahre alt. Wenn ich gehe schlafen, habe ich mir als Ganoven wollen kommen. Ich habe euch mir als ich will sterben. Was soll ich tun? Schmuli, ich will, wenn du gehst im Bett, sollst du sagen Schma Yisrael, mit Kavane und Biyotcha Afgedruchi mit Kavane, sagen Hamapel, gib ein bisschen Tzedakah, leben dein Bett, sollst du haben ein Siddur, mit der Chumash, mit der Tzedakah Pushka, ja. Und unter dein Kischen kannst du legen ein Bild von einer heilige Jid, nimm ein Bild von einer größeren Zadig, einer heilige Jid, leg es unter dein Kischen, und wenn oder leben dir, und wenn du gehst schlafen, vermach die Augen und tracht, als der Eberster is hugging you. Der Eberster nimmt dir herum. Kannst du viele trachten a Kalir, was macht dir mehr bequem? Efter pink, sie bläu, a schöne Kalir, was macht dir mehr bequem? Und sei sich mit Damien, trachten dein Kopf, der Eberster nimmt dir herum und halt dir und gibt dir a größere Hug und sagt, mein teure Schmulli, ich will jetzt abfrischen deine Schammel lebe Meshach der Nacht. Kennst gehen schlafen, biyotcha afgid ruchi podisa oisya denoi elemes. Du gibst deine Schamme zu Emetzer, was hat dir lieb mit der unbegrenzte Liebschaft, hat dir beschaffen, hat dir lieb, nimmt Care von dir jeder Moment. Zendliche Scheiles da. Lass mir nehmen noch ein paar Scheiles und danach will ich endigen mit Ameise. Wow. Okay, Sach Scheiles. Nehmen noch ein paar Scheiles, ich gebe guck, was ist da reingekommen da. Okay. Kinderlache, fragt er solche gute Scheiles. Für was darf ich lernen Teure jeden Tag? Was ist schlecht, als geht durch ein paar Tage und ich lerne nicht kein Teure? Was ist die Meile von Teure? Was darf man bechlall haben Teure? Okay, wer fragt die Scheile? Die Scheile kommt von Chayemel. Und Moshe fragt euch als eine Scheile. Moshe fragt euch als eine Scheile. Ich habe nicht keinen Geschmack in Lernen. Öfter kannst du mir geben einen Geschmack. Moshe sagt, ich habe euch nicht keinen Geschmack in Davenen. Ich habe erst gehabt mein Bar Mitzvah. Ich habe gewollt Davenen mit Aminien. Jetzt kenne ich nicht und ich kann nicht lernen in Yeshiva. Ich weiß nicht, für was man darf lernen. Please, gib mir ein bisschen Chizuk. Noch 8 Kinder haben gefragt aus solche Scheiles. Noch 8 Kinder haben gefragt aus solche Scheiles. Is lammer zen, lammer entfern die Scheile. Für was man darf lernen jeden Tag? Jeder Jid hat ein Guff und eine Schamme. Man darf speisen den Guff und man darf speisen den Schamme. Bis als ein jüdisch Kind lernt Teure, man gibt Speis zu den Schamme.
Deine Neshama is gettlich, deine Neshama is heilig. Punkt wie dein Körper darf Nutrition, deine Neshama darf euch Nutrition. Also wie der Bakive sagt, also wie ein Fisch darf haben Wasser und ein Mensch darf haben Oxygen, eine Neshama darf haben Teure. Ki heim chayenu v'oirech yameinu. A Yid, was leiden Teure jeden Tag, ist sein Leben oder ihr Leben angefüllt mit Mozoin, mit Essen von der Neshama. Weil Teure, das ist der eberste Weg zu trachten. Was ist Teure? Teure ist der eberste Weg, wie zu gucken auf ein Leben, wie zu trachten wegen der Welt, wie zu trachten wegen dem Leben. Das ist dem ebersten Chachme in jedem Gebiet im Leben. Bis Hayid lernt Teure, nimmt rein inne wenig, dem eberstens Rotzen, dem eberstens Machshava, dem eberstens Hashkafe, und das Poshet gibt Muscles und Blut und Oxygen und Nutrition zu a jüdischen Neshama, was ist a Chelike lekame mal mamash. A jüdische Neshama lebt sich auf mit Teure. Na, ist es wichtig, du sollst haben a Teacher, was kann dir gut Masbe sein, sollst können verstehen. Oder öfter kannst da reingehen und lernen Shiurim von Menschen, wo du hast lieb. Ob du hast lieb meine Shiurim, kannst du lernen meine Shiurim. Wir haben a Sach Shiurim, alte Shiurim, neue Shiurim, auf Englisch, auf Lashon Kodesh, das schon auf Jiddisch, auf der Yeshiva.net. Oder du kannst lernen a Sach Shiurim von Menschen. Aber jeder Tag ist sehr wichtig lernen. Und davenen euch, sollst nicht davenen auf ein Eufen, was, ich darf davenen. Wie ich gesagt früher, nimm ein Stückel davenen, setz über in a Sprache, wo du verstehst. Jede paar Tag focus on another Stückel davenen und setz es über, translate it, gib a guck auf a Yiddish translation, a English translation und tracht wegen der Werte. Und der davenen wird sein, Asach, Geschmacker. Lamir haben da, the Kashas was coming rein, ki heim chayenu London, wow, Asach frages. Okay, let's see what's going on here. Let's see what's going on there. Okay, Baruch von England. Ich wer sehr in Kas. I lose myself. And I give it over to others. Und danach the ganze family gets upset. Weil ich bin upset. Lemoshel, ich schrei Asach, ich fight. Was kann ich tun? Das fragt, I said Baruch, das fragt Laser. Laser von London. Ezo Gibber hakoivisches Yitzroi. Du hast das Sach Keuches, das Sach Lebendigkeit. Efter kannst du rumlaufen in der Stube, efter kannst du spielen Ball, efter kannst du planten, efter kannst du pflanzen a Bäum in der Chotzer, efter du darfst haben Outlets. Efter sollst du machen schwere Exercise jeden Tag. Aber du darfst dich einhalten von Schreien. Und du darfst dich einhalten von verlieren sich. Du hast das Sach Keuches und das ist gewaltig. Aber du darfst harnessen, darfst ausnutzen der Keuches auf ein productive Eufen und der Yetzirah will, du sollst schreien auf Menschen. Ezo gibber a Keuvische Schitzler. Wechsel auf in der Früh, ja? Hab a guten Davenen, mach starke Exercise, läuf herum ein paar Mal der Stub, mach 20, 30 Push-Ups, 50 Jumping Jacks. Das wird sein a Harness für deine Lebendigkeit. Aber schrei nicht auf die Kinder und du hast die Keuches. A Filu, du bezeihe in Kas, geh raus, geh zum Cheder, ja, mach Push-Ups, tu etwas anders, find a way, aber lass es nicht raus auf die Kinder, du hast die Keuches, du bist stärker, wie du tragst. Menschen haben eine Sach Keuches. Ich heiß Yitzi. A Sach Menschen, die seien non zu mir, seien weg von der Welt. Was darf man trachten? Es ist nicht keine Zeit zu trachten und verstehen. Es ist sehr eine schwere Tkufe. Wir dürfen stützen, die alle was davon haben, unsere Stütze. Wir dürfen davenen, wir dürfen Mäusef sein Lichtigkeit, teure, avoidig, milis Chassadim, wir dürfen haben eine Munde, der Eberste weiß, wie zu führen in der Welt. Hat seine Pläne. Wir dürfen nicht verstehen. Als wir prüft Verstehenheit, wird man disappointed und enttäuscht. Es ist nicht die Sache, was man kann verstehen. Es ist sehr eine schwere Tkufe. Und man darf sich halten stark und man darf sein stark. Das ist als Mann, was man darf nicht sein kein Carbon, man darf sein ein Mann. Und sollst euch gedenken, als eine Schamme ist ewig. Statt als eine Sache, eine Schamme starb, sie starbt.
Jede Neshama geht zurück zu Ewigkeit. Eine Neshama ist ein Stickel Göttlichkeit. Sie kommt herab auf die Welt, sie endigt der Schliches und die Neshama lebt auf ewig. Und die Neshama hat Nachas, wenn sie sieht, als ihre Kräuven und ihre Freund setzen vor der Leben mit Simche und mit Chius. Sie ist sehr schwer, sie ist sehr, sehr treuerig. Sie bei ihm ist ungläubig, was tut sich. Aber Chas für Shalom soll meinen, dass die Neshama stam losen auf die Welt ob sie hefkeres. So nicht das, Sache. Jede Neshama hat ihr Schliches und sie hat die Adresse, wo sie kehrt sich zu, wo sie ist ewig. Becheka Beure in der Bosom von der Bashefer, weil jede Neshama, das ist ein Stück Göttlichkeit und Göttlichkeit starb nicht. Also wie Electricity. Beschaß mein Refrigerator hat der Electricity, der Refrigerator arbeitet. Was ist, als ich schleppe raus den Plug, der Electricity starb nicht, der Electricity geht zurück zu dem Mocker. Was starbt? Der Refrigerator bringt nicht darauf der Electricity in der Refrigerator. Der Essen in der Refrigerator wird nicht bleiben kalt, aber der Electricity starbt nicht. Was starbt? Was starbt ist nur der Kescher zwischen der Refrigerator und der Electricity. Also ich habe einen Computer, was ist reingepluggt und ich nehme raus den Plug und der Computer starbt, der Computer dies. Der Electricity ist nicht gestorben. Ich habe nicht der Wire, als der Computer soll ausdrücken und sein ein Zinner, ein Channel für die Elektrik. Verstehst? Der Neshama ist der Elektrik. Beschaß ein Mensch lebt, der Guff stellt vor der Elektrik fließt durch den Guff. Nachdem, was ein Mensch geht weg von der Welt, der Elektrik starb nicht. Chas v'sholem. Der Elektrik geht zurück zu ihr Mocker. Chelik eloikami mal mamash. Eine Neshama ist göttlich, ein Sach mit dem Ebersten. Elamai, der Computer, der Guff, ist nicht in einem Zustand, als der Elektrik soll fließen durch ihr. Das meint, dass der Guff ist gestorben, der Rebbe bringt mit der Guff zu Kevi Yisrael. Aber der Leben von dem Mensch setzt sich vor, wird vorgesetzt. Es ist sehr schwer, es ist sehr treurig, es ist nicht gering. Aber da soll man allemal gedenken. Der Nitzchi ist von einer Neshama. Sehr, sehr gute Frages. Was kommen jetzt von London? Als Frages. Wow. Zendliche und zendliche Nachfrages. Oi, 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 oi. Puh. Teile Rabbi Yosef Yitzchak. Ich heiße Schleimer. Meine Eltern sagen mir, wie gut ich bin. Okay, gewaltig. Sie sagen, wie gut ich bin. Jetzt ist sehr, sehr schwer. Ich tue, was ich will. Ich tue die richtige Sache, nur wenn sie geben mir Komplimenten. Aber jetzt ist sehr schwer. Ich bin allein, ich kriege nicht alle Komplimenten. Was soll ich tun jetzt? Wie kann ich lernen, an welchen Komplimenten von anderen Menschen? Gewaltige Kasche, gewaltige Kasche. Der Entfer ist, Schleimele, der Entfer ist, als if du wirst sich zuhören früher, habe ich erzählt wegen der Baal Shem Tov Bar Mitzvah. Du gedenkst? Baal Shem Tov Bar Mitzvah. Der Baal Shem Tov hat erzählt wegen der Bar Mitzvah von Aiden Zwas. Die Yesod in Leben ist, als wir kennen Leben für andere Menschen. Ich habe lieb Compliments, du hast lieb Compliments, wir haben alle lieb Compliments. Aber das ist nicht die wichtige Sache, weil bei Nacht und bei Tag, du bleibst mit sich allein. Du darfst leben, wie du allein kannst gucken in den Spiegel und sagen, das ist ein richtiger Eufen von Leben. Alle Komplimenten in der Welt wollen nur verdecken the emptiness, the Pustkeit, was du hast in der wenig. Du musst anfüllen die Pustkeit in der wenig und das kannst du tun nur durch sich allein, nicht durch Komplimenten. Du darfst verstehen, als dein Leben hat unbegrenzte Chivas. Und jeden Moment von deinem Leben hat gewaltige Potenzial. Und jeden Moment von deinem Leben sagt auf dem der Eberster, Neitzer Matoi Meise Yodai Lihispoir. Brimmt sich mit dir.
Das ist der Kompliment, wo du darfst wissen. Du bist ein Ambassador von dem Ebersten auf der Welt. Ein Ambassador von Liebschaft. Ein Ambassador von Hoffnung. Ein Ambassador von Lichtigkeit. Ein Schliach von Geula. Das darfst du gedenken. Und das ist der Iker. Zu kriegen Komplimenten ist sehr schön. Aber ich kriege nicht Komplimenten. Das ist das. Wirst du aufhören leben. Du darfst anheben leben auf ein mehr pneumiges Dicken und ordentlichen und Emmes-Neufen. Ich bin von Manchester. Mir will mich da reinnehmen in Yeshiva. Ich bin zufrieden, als alle Yeshiva sind vermacht, weil man nicht da reingenommen in Yeshiva. Darf ich fühlen schuldig für der normale Gefühl, was ich habe. Weil man will nicht da reinwerfen in Yeshiva, bei Meile fühle ich gut, als alle Yeshiva sind vermacht. Moishele, ich verstehe dir. Du fühlst, du hast nicht gehabt kein Yeshiva und du guckst jetzt, keiner hat nicht kein Yeshiva, du fühlst normal. Du bist ein Mensch, das ist ein normales Gefühl, ich verstehe dir. Du verbrennst nicht keine Yeshivas. Wenn die Yeshivas wollen sich öffnen, wirst du nicht gehen und proben vermachen die Yeshivas. Aber du hast ein Gefühl, als immer ja neu bezahlt, als alle Kinder lach fühlen, was du fühlst, weil du hast nicht keine Yeshiva. Ich verstehe dir. No, du darfst nicht fühlen schuldig. Du fühlst jetzt immer ja neu bezahlt, I understand. That they know what you're going through. Und ich hoffe, du wirst gefunden in Yeshiva, aber ich kann dir helfen. Sollst du mir schicken eine E-Mail. If jemand will mir schicken eine private E-Mail, kann man schicken eine E-Mail, rabbiyyy@theyeshiva.net. My name is Shifi. I'm from London. When I join my class conference, they ignore me, and I feel upset. I'm too shy to speak up. Instead of feeling more connected after these calls, I feel hurt and disrespected. Because when I join my class conference call, I feel that I'm being ignored and I'm too shy to speak up. Wow, Shifi, yeah, das ist eine wichtige Frage. Efter kannst du beten, der Mama reden mit der Teacher, wegen dem, und der Teacher wird machen sicher, dass du sollst nicht sein ignored. Das ist die beste Sache. Sie soll reden mit der Teacher zu machen sicher, du bist nicht ignored, eine Sache. Und eine zweite Sache, ich will, dass du sollst proven einmal, even though you're shy, try to speak up and see what happens. Let me know what happens. I would like to know what happens. I know you're shy, but try to overcome it a little bit and speak up. And remember, the worst thing that's going to happen is they won't hear you and you'll be ignored, which is very, very painful. But remember, the most important person not to ignore you is you. You. And when somebody else is ignoring you, make sure you don't ignore you and start believing that you don't have worth. Because then you are ignoring you. And that's the most important thing. You should not ignore you. And that will help you not be so upset when other people ignore you because you don't ignore you. But try to speak up even in this shyness, at least once. And if it doesn't work, try again. Every day, try once. I think it's going to help you come out a little bit. But ask your mother to speak to your teacher. My name is Minky from London. I'm 12 years old. The teachers are working very hard to put everything on phone lines. They don't want the students should lose out. After the first week, I can't focus. It's too hard. Usually I'm focused. Yeah, it's very, very hard. I'm just wondering if phone lines are hard. Efter kan man reden mit der School, mit der Eltern, aber man soll kennen sehen euch. I don't know. I think that would be good. And man kann sehen, weil heint ist da Technology, man kann haben alle Filters, dass keine andere Sachen arbeiten nicht, aber man soll kennen sehen die Students. Weil gewinnen eine Sache besser, because a phone line is difficult. I understand you. It's hard. All I could say is to try to do the best you can. Ich heiss Amram. I'm a son of a Hatzalah member. I feel that the families of Hatzalah are sacrificing much more.
How are we supposed to cope with this? It's hard. But just know that your fathers are saving lives. And the whole world is grateful to them. The whole world is grateful to them. How can I be happy when I hear all the tragedies that are happening? And it says you have to thank Hashem when good things happen, when bad things happen. What does a person do regarding Avedis? Should you thank Hashem for Avedis? Am I supposed to thank Hashem for that too? And what about all the tragedies? My grandmother is ill. My grandfather is ill. They're in the hospital. They have coronavirus. I feel alone. My parents are busy with them all the time. How can I cope better? I'm the youngest in my family. My father has the virus. He's been in the hospital for a few weeks. He's not responding. I'm really, really scared. Should I be hopeful or should I prepare for the worst? Wow. I'm the only child. I have no siblings to play with. I'm also bored. My mother tells me not to go down to play with the neighbors. What's going to be the end of all of this? I just put together around 5 or 6 questions from people. Wow, wow, wow. And here somebody says, so let me just give this answer. And that is, it's very, very hard. It's not easy. These are tough, tough questions. So one by one, let me just be very, very brief. I'll try to be as brief as I can and answer. Happiness doesn't mean that we don't have pain and we're not sad. Happiness means you know you're doing the right thing and you're in the right place and you're in the right time. That's what happiness is. Happiness means you know you're doing the right thing at every moment and you're where you have to be and you're doing the right thing where you have to be and you're in the right time, in the right place, doing the right thing. That's where simcha comes from. Thanking Hashem for Avedis. We don't thank Hashem for Avedis because those are our choices and we can fix them. Every Aveda you did, you can do tshuva and fix. So instead of being thankful, just fix it. You could be thankful for the lessons you're going to learn from the tshuva that you do on the Averis. That, yes. In terms of your father who's so sick, I don't know what's going to happen. I know that I want to daven for your father. He should have a refuah shleima. He should have a refuah krova. Bekarov, he should come home. I don't know. I wish I can tell you. I do know that having a positive attitude is always helpful. The more we have a positive attitude, the more we create and open channels in the world. The famous expression of the Tzemach Tzedek, tracht gut, wird sein gut. The Zohar says that when we have a positive attitude and we are joyous, we create channels in heaven. Kavayachal, Hashem is a mirror of me and of you. So when I'm in a positive attitude, it's reflected also in heaven and it opens up new channels. So I always encouraging all of us to be in good spirits as much as possible, to be full of positive energy. But ultimately, we don't know how the world runs and we don't know the plan of the world. And we don't know, but I want you to know that you're never alone in this world. You have all the resources you need to live the most amazing and best life. And you're going to have an unbelievable and amazing life. But life sometimes has a lot of challenges. But I want you to know that you have infinite power inside of you and infinite resources in you. And whatever comes your way, you will have the ability to triumph and to live a beautiful, amazing, meaningful, happy, inspiring life. Yes, we hope and pray for the best. Everything should be unbelievable and amazing. Everybody should come home as fast as possible, and let's think positive and be hopeful. But I also want you to know you're not abandoned. You're not a victim. You're not alone. Hashem put you in this world as his partner. You have infinite power in you. You're an ambassador of Hashem. You're an ambassador of love and light and hope and courage and resolve and healing. So I ask of you and I beg for you, let your leadership come out now. Let your strength come out now. And don't allow yourself to surrender to self-pity and to feel that you're alone and you have nobody in the world. First of all, if I could be here for you, I want to be here for you.
Okay, all you people who are asking these questions, you who have your father in the hospital and you who have your grandfather and grandmother in the hospital and your parents are with them or not can't help you, if I want to be here for you, so reach out to me, Rabbi YY at theyeshiva.net. Please reach out to me. I want to be here for you. Anybody else who can use any help, please reach out to me, Rabbi YY at theyeshiva.net. I have thousands of emails, but I'm going to try to do whatever I can and be here for you. And we should all hear good news together. Kinderlach, I love you. And lamet zit against the Yiddish. Lamet zit against the Yiddish. And the Chabay Chlib. Und der Eberste soll helfen. Wir soll haben Psuris Teufels Tamid Kalayam. Und jetzt gehe ich verendigen das Programm mit a Meise. Ich gehe endigen das Programm mit a Meise. Ihr könnt schicken mehr Fragen. Wir gehen haben noch ein Programm nächsten Sonntag. 2 Säge nach Mittag, New York Zeit, da auf theyeshiva.net. THEYESHIVA.net, theyeshiva.net wird sein der Programm nächste Sonntag 2 Säge auf Jiddisch. Ihr könnt euch gucken auf dem Programm noch einmal, es wird bleiben auf der Website. Ihr könnt gucken euch auf das friedliche Programm in Jiddisch, so euch auf der Website. Und alle anderen Programme für Kinder auf Englisch und auf Lashon Kodesh. Wir haben schon gehabt 7 auf Englisch, 1 auf Lashon Kodesh, 2 auf Jiddisch. Ihr könnt gucken auf alle Programme, die andere Shiurim. Ihr könnt euch reinklingen zu hören, die Shiurim. So alles dort und da auf der Website und die Programme. Und ihr könnt fragen eure Kasches, alle eure Fragen auf der Website, oder ihr könnt texten die Fragen zu 845-777-4747. Ich will jetzt endigen mit a Meise. Letzten Freitag ist Nifte geworden in Brooklyn, in Crown Heights, in New York, in Amerika. A Yid, was sich gekannt, hat geheißen Rabbi Yankel Shvei, Zechrone Levracha. Harav Aden Yaakov Shvei, Zechrone Levracha. Gewinnt ein Mitglied von der Besden Tzedek, einer von der Rabbonim, von der Morde der Asra, von der Schchune von Crown Heights in Brooklyn, New York. Und ist weg von der Coronavirus. Ist Nifte geworden in älter von 86 Jahren. Tehene Schmosse Zrude Bezor Hachaim, der Levaya ist gewinnt Freitag, für Shabbos. Natürlich, man sich nicht gekannt, zusammenkleiben, an Reis Oilem zu der Levaya. Haben sie gekommen Menschen, aber der Kar ist durch die ganze Schchune und Menschen sind rausgekommen von der Heiser, zu geben dem letzten Covid, zu dem größten Nifter, Zechrone Levracha, Rabbi Yankel Shvei, einer von der Rabbonim von Crown Heights. Ich bin gekannt, als sag Jahren zurück, weil ich bin gewinn am Magazir in der Yeshiva, ich gebe ein Schir Gemorre dorten, Gemorre und Machshava, und ist euch gewinn ein älterer Rosh Yeshiva dorten, hat mir geschmust, das Sach geschmust, und lernen geschmust, wegen verschiedene Sachen, vielleicht gehen heim zusammen, als sag mal, und ich gehört verschiedene Erzählungen von ihm, wegen sein Jugend. Wie ich gesagt, das erste weg, dem Freitag, Chodesh Iyar, und gebracht geworden zu Kvura, für Shabbos, Chodesh Beis, Chodesh Iyar, und ich will erzählen, ein Meister wegen ihm. Befragt, dass ist erst weg, und jetzt ist noch inmitten der Shiva von seinem Petide. Ich gehört der Meister von der Zweiten, und ich bin gegangen zu ihm, zu wissen, ob der Meister ist immer so Meister, und hat es Maasche gewinnt, hat es confirmed. Hat gehabt 2 ältere Brüder, der Baruch Shalom, ein größer Talmud Chacham, und Rabbi Isaac Shvei, gewesen einer von der Hauptrabbonim in Montreal, auf der Wad Rabbonim, auf der Wad von der Besden von Montreal, gewesen Rabbi Isaac Shvei, gewesen der Rosh Yeshiva von Taim Chetmimim, von der Yeshiva dort, ein größer Talmud Chacham. Und sie haben gehabt eine Mama, ich gedenke, sie hat geheißen Rebbetzin Bunye Shvei. Sie Tate, sie haben gewohnt in Estonia, und danach sind sie entlaufen von den Deutschen in Bukhara, tief in kommunistischen Russland. Und der Tate, sein Vater, gewinnt ein Choshev Yid, ein Chossid, ein größer Talmud Chacham, und sehr ein ehrlicher Yid. Und ist weg jemals mitten der Mulchama. Sich getrunken, dachte ich. Und die Mama ist geblieben allein, Bunye, geblieben allein mit 3 Kleinstücke Jesäumen, tief in Russland in den Mulchama-Jahren. Sie sind nicht gewinnt kein jüdische Kehilla, sie sind nicht gewinnt kein jüdische Cheder, eine Yeshiva Talmud Torah. Und sie hat gesehen, als ihre Kinderlach haben gute Kep, sie haben Bali Kishrin,
Sie hat sehr Möhre gehabt, dass sie wollen verleuden werden zur Jüdischkeit. Ihr darf gedenken, als das kommunistische Regime in Russland hat ausgewurzelt jede letzte Treppen von Jüdischkeit. Es ist gar nicht geblieben. 70 Jahre hat der Kommunismus gebuschewet in Russland, in sowjetische Russland, und verschlossen jede Yeshiva, jede Cheder, jede Talmud Torah, jede Mikve, kemat jeden Schul. Die jüdische religiösen Leben in Russland ist nicht gewesen benimmt, als gewesen bei Machteres, Untergrund, als gewesen bei Hester, Behaltenheit. Und Rebbetzin Bunye Schwei hat sehr Meure gehabt, als von ihren Kindern wird gar nicht bleiben, als Seche, mit seiner Jüdischkeit und seiner Chelik von der jüdischen Volk. Und sie gewinnen eine Chosche mit Sprache mit einer Kate, einer goldene Kate von Rabbonim und Manhigim und Talmidei Chachamim und Rosh Yeshivas und Dayanim. Sie hat gehört, als in Usbekistan, in einer Stadt, was heißt Samarkand, gewinnen eine größere Kibbutz von Jiden, was eine entlaufen von der Deutsch. Weil die Deutschen haben eingenommen Russland. Aber Russland ist so groß, aber es ist gelaufen zum Mizrach, aber man gekannt entläufen von der Front. Als Jiden haben sich zusammengekommen in Samarkand, in Usbekistan, und sie haben dort ein Gebäude Kehille geworden, Schulen, mit Yeshivas, mit Chadorim, ein mischugener Hunger, ein riesiger Hunger, als Sach seien umgekommen von Hunger. Aber sie gewinnen ein jüdisches Leben dort. Sie hat gefunden ein Jid in der Stadt, sie hat ihn identifiziert als ein Jid und ein ehrlicher Jid und hat Masken gewöhnt, nehmen die zwei ältere Kinder zu Samarkand, weil sie sollen kennen haben ein jüdischer Chinuch. Aber der Jüngste gewöhnt Jankel Schwei, was ist erst weg, gewöhnt irgendwann 8 Jahre alt. Und Avade, hat sie nicht gewollt schicken und sie hat ihn nicht geschickt. Aber es hat durch noch ein Jahr und sie hat gesehen, als ihr Kind bekommt nicht kein Schum jüdischer Chinuch und sie hat gedacht, arbeiten schwer, zu können, kriegen Bräut, soll können leben und sie soll können leben, hat sie gebeten noch einmal der Mensch, soll nehmen die kleine Kinder in Samarkand. Die Chatchila hat nicht gewollt, Avade, und sie hat nicht gewollt, sie gewann sehr schwer, aber sie hat gesagt, ihr Kind, als für sein Gutskeit und für sein Leben ist es sehr wichtig, und sie hat ihm auf dich gewöhnt. Als Belege wird sie wird haben genug Bräut und genug Geld, wird sie gleich nehmen a Bahn, a Train zu Samarkand und ihm gleich kommen begegnen. Sie wird kommen begegnen ihr kleinen Ingel Jankel. Und mit der Sachtränen in den Augen hat der Jid genommen Jankel und gefahren in Samarkand. Ein paar Chadashim später ist Bunye endlich gefahren in Samarkand. Sie hat gekannt, rausgehen, wo sie, von dem Ort, wo sie gewähnen, und kommen in Samarkand. Sie kommen auf eine Bahnstanzie, sie kommt heraus, und sie leider gesehen, als Sache Menschen, was haben nicht gehabt Essen, von allein Zeit, sie gewähnen, oder sehr schwach, schlaf, oder sie haben ausgeheucht in der Schamme. Aber plötzlich hat sie ein Keul von einem 9-jährigen Kind. Mama, ihr Kinds Keul. Und sie sagt, dass ihr kleines Kind, Jankala, ist dort da auf der Trainstanzie in Samarkand. Und sie läuft zu ihr Kind. Sie nehmen sich herum, sie kuschen sich, sie halten sich eine mit der anderen. Sie halten sich eine mit der anderen. Das Kind will nicht ablassen der Mama. Schon gewinnt an der Mama lange Chadaschen. Und Rebbetzin Bunye geht a Guck auf ihr Kind und fragt, wie hast du gewusst, dass ich will sein da? Der Train ist jetzt angekommen und du bist da. Wie hast du gewusst, dass ich will sein da? Hat geguckt auf die Mama, ein 9-jähriges Kind, ein Jossem, und gesagt, Eder, ich bin weg, hast du mir Maftiach gewinnt. Du wirst mir kommen. Du wirst kommen, mir aufpicken. Du wirst kommen, da mir nehmen. Ist jede Woche komme ich da, wenn die Bahn kommt, zu warten auf dir. Weil ich weiß, also ob du es mir zugesagt, du wirst es tun, wirst du es sicher tun. Ist jede Woche bin ich da gekommen, noch einmal und noch einmal, zu sehen, ob du bist da. Jede Woche bin ich gekommen, und du bist nicht gewesen. Ich bin enttäuscht geworden. Ich bin weg, Wenendicke. Aber die nächste Woche bin ich zurückgekommen, weil ich gewusst, dass du, ob du es mir zugesagt, wirst du erfüllen, was du es mir zugesagt. Und hein sehe ich, du bist da.
Und die Mama und die Kind sind schon geblieben zusammen, bis der Sof von ihr Leben, wenn sie ist weg. Schon auf ein gar heuchen Älter, sie ist weg in Brooklyn, sind angekommen in Amerika. Reb Isaac ist geworden einer von der Hauptrabbanen in Montreal. Reb Baruch Shalom, der Älteste, gewinnt ein größer Talmud Chacham in Judea Sefer. Reb Yankel Schwee ist gewinnt einer von der Rosh Yeshivas da in New York. Und geworden der einer von der Rabbanim, der Älteste da in Kronheiz. Und hat ausgeheucht seine Schamme, letzten Erev Shabbos, da seine gewinnt ihre 3 Kinder, was sie hat geschickt in Samarkand. Und sie haben alle gelebt, ein Leben von Teure, von Kedusha, von Yerushalayim, aufgestellt als Talmidim, Mechaber gewinnt Sfarim und gewidmet der Leben Lilmoid, Ulalamed, Lishmer, Velasses, Ulakayim, es kol Divri Salmatere Seche Ba'ava, der Baruch Shalom ist weg, Asach Jahren früher, der Isaac ist auch weg, und Tavshem Amches, und der Yankel ist weg, der Schoidisch Eir, letzten Erev Shabbos, der Heine Schmossam, wenn er Schmossa, Zure Betzreir HaChayim. Ich denke, wenn der Biankel hat mir mal Asche gewinnt, der Meise, was geschehen mit seiner Mama, Rebbe Zimbunje, hat sich gequenkelt, weil, sagen, gekommen jede Woche, aber Sof hat mir mal Asche gewinnt, der Meise, gewinnt, hat Snei Aleches, hat nicht lieb gehabt, der Zähle Meises wegen sich, habe ich von dem gelernt, als muss hasken. Zu mir, der Kind und der Mama, stellt vor, der Meise, der Sippur von der jüdische Volk. Der ganze jüdische Volk. Der Eberste hat uns Maftiach gewinnt. Aber die Geule wird kommen. Das Maftiach gewinnt, als wird sein eine Zeit. Jeden will zurückkommen in Eretz Yisrael, aufbauen der Beis Hamikdash HaShlishi. Und man wird leben, a Geule dicke Leben, wo hoya Hashem le Melech al Kol Haaretz, wo yoyma hu yi Hashem echad u'shmo echad, und mola ha'aretz deis Hashem kamayim le yom echasam. Das hat der Eberste zugesagt. Als man kriegt das Zusage, ist nicht so gering. Alle mal glauben in dem. Aber man sagt, man kommt in Bahnstanzie und man wart. Sonntag gewahrt und Montag gewahrt. Dienstag gewahrt und Mittwoch gewahrt. Donnerstag gewahrt und Freitag gewahrt. Wie viel ist Aschia warten? Man hat gewahrt und gewahrt. Wie viel ist Aschia warten? Es ist sehr gering zu sagen, Jiush, ich bin sich mejayish. Wie sagt Rebbe Akiva in Seif Mesechta Makis? Rebbe Akiva hat gesehen, wie ein Fuchs ist rausgelaufen von der Beis Kodesh HaKadoshim und alle Tanoim haben geweint und hat gelacht. Und dann gefragt, was lachst du? Fragt er, was weint er? Der Zelt Gemara hat ihm gesagt, wie kann man nicht weinen? Der Platz, wo kein Jid hat nicht getarrt reingehen, als Zora Korev Yumos, ein Fuchs läuft von dem Arois. Schuolam Hilcheboy. Sagt Rebbe Akiva, der Rebbe lach ich. Weil jetzt sehe ich, an der Nevuah, Zion Sodete Chodesh, Zion, wird man kennen, ackern wie ein Feld, ist Mekoyim geworden. So eine zweite Nevuah, Oy Yeshvu, Skenem, Berchovis, Yerushalayim. Die Geule wird kommen, jeden wollen tanzen in Yerushalayim. Ich bin nicht gewinn sicher, ob jene Nevuah hat Mekoyim wird. Aber jetzt, als ich sehe, als die Nevuah ist Mekoyim geworden, weiß ich sicher, als jene Nevuah hat euch Mekoyim wird. Was haben sie gesagt? Beloschen, also Amrullah, Akiva nechamtano. Und geht da guck auf der Pelle von der jüdischen Volk. Noch knapp 2000 Jahre, man wartet noch. Man kommt jeden Tag in Bahnstanzie und man sagt, dass Semach David Avdecha Meiris Atzmiach Lishuoscha Kivinu Kol Hayom. V'sachazene Eineinu B'shuvch L'tzir Berachamim. Achake Loi B'chol Yom Sheyavoi. Man kommt in Bahnstanzie jeden Tag, weil der Mama, der Schinne, hat gesagt, ich will kommen. Und jeden leben mit der Hoffnung und mit der Tikve und mit der Zepie, der Zepissel Yeshua und mit der Munne in Bias HaMashiach und der Gula Shleim im Ene B'Yameinu, trotz alle Jahren von Galus, was man schmacht in Galus. Man lebt mit dem und man hofft von dem und man davent von dem. Geht ha guck auf ein jüdischer Volk, mich Amche Yisrael. Da Menschen, ich weiß, Kinder fragen, ein paar Fragen, sie haben Meure, Mashiach wird kommen, wird sein, a Yom Adin, a Godel, a Neure, was wird sein? Sie wollen nicht, Mashiach soll kommen, und ich sage euch, ich darf verstehen. Nach Chazal Gottes, beschaß Mashiach wird kommen, wird der Eberste herumnehmen, jeden Jiden und kuschen. Mit einem unbegrenzten Liebschaft geht er, guck noch, 2000 Jahre, kommt jeden Tag auf eine Bahnstanzie und wartet. Wartet. Hofft und glaubt. Und weiß,
a de Welt kann sein an Ort, was verdeckt auf Göttlichkeit, aber bepnimmius in der Welt a göttliche Welt. Göttlichkeit ist umetum, Gutskeit ist umetum, Liebschaft ist umetum. Und was wird sein, wenn Mashiach kommt? Sie wird entplegt werden, der Emes von der Welt. Und jeden gläuben in dem Emes, sie gläuben in dem Pnimmius, sie gläuben, an der Welt ist nicht kein Hefgeplatz. Der Welt ist ein Platz, wo sie herrscht, jeden Moment die Göttlichkeit, jeden Moment, der Welt ist ein göttlicher Platz, ein Neut mal warte. Mashiach meint, das wird entplegt werden. Wenn Nigle Kvoid Hashem Baruch, was jacht auf Kapi Hashem Dibber. Der Kind hat gewusst, dass die Mama hat zugesagt, wird sie kommen. Und bei Meile ist gekommen, jeden Woche in Banstanzia, Hagama ist gewinn enttäuscht. Und das ist der jüdische Volk heint. Aber die Mama hat zugesagt, man kommt und man wart. Und bekorrev mamisch, wird man tak gesehen. Wenn die Mama kommt auf den Banstanzia, Hineni shelech lechem es Eliyahu Hanavi veheshiv leiv bonim al avoisam v'leiv avis al bonim v'leiv bonim al avoisam. Wenn sie wird sein, jener Moment von der Ave, von der Simche, von Oid Yishama bar Yehuda v'chutzis Yerushalayim, der kol Sassen v'kol Simche, kol Chasen v'kol Kala, der kol Metzalo is Chasonim mechapasam, und na Orim im Mishtene genossen, der Simcha Hagdoila, von Simchas Olam al Roshim, wenn der Navi Yeshaya sagt, hey Kitzu v'dananu shoich neyafar, bim heira b'yameinu, Amen v'amen. Teire Kinderlach, wir wollen jetzt nehmen eine kleine Hafsake bis nächsten Sonntag, 2 Seger New York Zeit. Nächsten Sonntag bei Ezer Assembly Neder, 2 Seger, gleich da auf der Yeshiva.net, hat man haben noch ein jüdisches Programm. Ihr könnt reinschicken alle eure Fragen. Ihr könnt gehen da auf der Website, ask your question, ihr könnt fragen alle eure Kasches, aber ihr könnt ihr texten, 845-774747. Ich will danken, die hunderte, tausende Kinderlach, was einen gewinn mit uns und seinen da mit uns heint oder heint bei Nacht, danken Kihem Chayenu, danken alle Websites, was haben getragen, der Livestream und danken eure Kind, alle euch, die Kinderlach, was einen mit uns, ich hab euch lieb und ich schicke euch alle Braches, ihr sollt haben eine lichtige Woche, eine freiliche Woche, eine gesunde Woche, eine produktive Woche und eine Woche, was ist angefüllt mit Avos Hashem, Avos HaTorah, Avos Yisrael, a Woche von Psuris Toives, Lanu, Ulechol Beis Yisrael, a Woche von Geule wie Yeshua.